Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Alle haben eine grosse Leidenschaft, fein kochen und gut essen. Und sie haben alle gegeneinander um die Wette gekocht. Christine Egger aus Zielschlacht im Thurgau hat zum Hauptgang ein Kalbsfilet im Speckmantel und Selleriepüree serviert. Die Caroline Schweizer aus Bus im Basuland Fleischvögel mit Kernotto und Lauch. Danita Mosima aus Affoltern im Emmental ein paniertes Forellenfilet und Herdöpfelgestampf mit Röseliköli. Die Conny Hildebrand aus dem zürcherischen Tüfen ein Lammgeschnetzeltes, bunte Rösti und Krautstielgratin. Die Karin Caminada aus Almenz im Bündner Domleschg ein Hirschbraten mit Safranrisotto und Rotkraut. Die Katrin Kissling aus Rickenbach im Kanton Solothurn ein Zebufilet an einer Holundersauce mit Knöpfli und Wirz. Und die Yvonne Heinzer aus Muotatal im Kanton Schwyz ein Gizipfeffer, Polenta und Bohnenbündeli. Das ist das Finale von SRF bei den Leuten Landfrauenkoching. Und da ist der Nick Hartmann. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das gibt ein Fest. Zen und Nonsens. Guten Abend miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Man könnte meinen, ihr hättet noch nicht genug nach Weihnachten und Silvester steht vor der Tür. Wir haben auch nicht genug, darum haben wir gefunden, da mit rein, da passt jetzt so der höchste von allen Viertig und das ist das Finale der Landfrauenküche. Gestern Abend hat Yvonne gekocht. Das war die letzte Sendung von der Staffel. Und die Siegerin, die ist ja jetzt bestimmt. Nur weiss der Name noch niemand. Der Name, der steht dort auf einem Zettel in dem Kuvert. Und sie sagen jetzt zu Recht, tut das Kuvert auf, dann wissen wir, wer gewonnen hat. Dann können wir heim Flaschen entsorgen von Weihnachten. Ist ein guter Vorschlag, aber es wäre schade, weil wir haben so viel lässiges Zeug vorbereitet für die Sendung. Erstens, wenn wir noch mal kochen. Zweitens, parat ist Elisabeth Tessier, der Matthias Sempach, Herz, der Pino Gasparini und der Traufer. Alle sind da heute Abend. Ist das was? Gut, eben. Und jetzt habe ich fast jemanden noch vergessen. Das sind 7 Frauen, ne? Das sind die gekocht haben. Aus Zielschlacht im Kanton Thurgau. Christine Egger. Caroline Schweizer aus Bus im Kanton Basel-Land. Danita Mosima aus Affolter im Emmental im Kanton Bern. Aus Tüfen, Kanton Zürich, Conny Hildebrand. Karin Caminada aus Almenz, Kanton Graubünden. Katrin Kissling aus Rickenbach im Kanton Solothurn. Und eben aus dem Muotatal im Kanton Schwyz, Yvonne Heinzer. Ja, das Muotatal ist laut vertreten heute Abend. Ich habe gemeint, du hättest nur Schaf und Geissen, aber so wie es tönt, hast du 650 Kühe. Wer ist mitgekommen? Ja, Familie auf beiden Seiten. Also Mama, Schwiegermama, Schwägerin, Freundin, Gottenkind, Firmengottenkind. Ja, das ist alles dabei. 6'500 Leute. Genau. Das ganze Muotatal. Christine, wie geht es mit der Nervöse? So ein bisschen nervös. Ja, so ein bisschen. Ein bisschen, freust du dich? Ja. Auch aufs Kochen? Ja, definitiv. Schöne Weihnachten gehabt? Ja, sehr schön gewesen. Eher ruhig und entspannt nach dem wahrscheinlich Ja. stressigen Herbst, oder? Wie war es für dich? Ja, es war schon viel los im Herbst, ja. Außergewöhnlich viel, ja. Mit viel Obst und der Landfrauenküche, doch, definitiv. Wir nehmen euch Nervöse, wir gehen zurück dorthin, wo ihr herkommt, mit ein paar entspannenden Bildern aus den Regionen von unseren 7 Landfrauen.
Ich habe sehr gerne Linsen. Ja. Und das schmeckt schon fein von Kräutchen. Wir kochen ja noch einmal. Und zwar soll es auch für Sie die ein oder andere Inspiration geben, vielleicht für das Silvestermenü. Anfangswoche, das sieht fein aus. Ihr dürft einfach schon mal anfangen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wisst, wie es funktioniert. Wir schauen mal schnell das ganze Menü an. Es gibt 4 Gänger mit Apero-Häppli. Was hast du jetzt gesagt? 5? Ich habe Wasser aufgekocht. Ja, nein, es sind schon 4. Oh, nein, du hast die Temperatur 5 geschaut. Gut, das war ein Zufall. Apero-Häppli haben sie zum Teil die Frauen heute am Nachmittag schon vorbereitet. Dann Vorspeise gibt es Champagnersuppe und gratinierte Lachsröllchen. Ihr dürft das probieren hier im Studio. Dann gibt es ein flambiertes Kalbfleisch-Medaillon mit Limette-Pistaziensauce. Für die Vegetarier oder die einfach auch zum Kalbfleisch ein bisschen Gemüse wollen, gibt es ein Kohlrabi-Gratin an einer Zitronen-Sprinz-Rahmsauce. Und zum Dessert ein Mandarinli-Soufflé mit Beere und Charlotte Royale. Ist das gut? Ja, schmeckt gut, oder? Schon mal so rein textlich. Die finden sich ja selber wunderbar zurecht hier in der Küche. Die 7 Frauen, die können arbeiten, die können kochen. Aber ich habe gefunden, ich möchte ihnen gleich noch so eine gute Seele an die Seite stellen. Jemand, der mich 2015 schon beglückt hat im Finale der Landfrauenküche. Sie ist eine ausgezeichnete Gastgeberin. Es ist eine Bauerntochter, es ist eine Appenzellerin. Und sie war einmal Köchin des Jahres. Vom Appenzell auf den Zürichberg. Genauer gesagt ins Restaurant Rigiblick. Diesen Wechsel hat die Gourmetlandfrau par excellence, die Vreni Giger, gemacht. Das ist jetzt die Forelle neu? Ja, genau. Mit dem Winterrettich, den wir da vom Stefan heute bekommen haben. Ganz frisch. Und der Pink, der sieht super aus. Genau. Ja? Also aussieht tut schon mal sehr schön. Ja, gefällt dir. Selber kochen tut sie nicht mehr. Sie lässt kochen. Nein, ich koche wirklich nicht mehr und ich vermisse das Kochen auch nicht. Es ist total schön, wenn man so wunderbare Teller servieren darf. Wenn ich einen Küchenchef habe im Hintergrund, der versteht, um was es mir geht und vor allem, weil er es auch selber so machen will. Nein, ich vermisse das Kochen nicht. Also du hast jetzt so einen schwarzen Rettich, gell? Den violetten Rettich. Aber das letzte Wort hat sie immer noch. Fein. Ja. Ja? Danke schön. Ist gut, hä? Ja. Ja, manchmal dann machen wir es uns vielleicht ein bisschen zu einfach. Und Vreni ist schon so, dass sie da übers Handwerk kommen will. Und wenn das nicht 100% stimmt, dann sagt sie schon. Ja. Auf meinem Visitenkärtchen steht Gastgeberin Rigiblick. Und in der Gourmet-Gastgeberin steckt immer noch viel Bauernmädchen. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und ich glaube, man sieht vor allem die Naturverbundenheit. Ich arbeite sehr viel mit natürlichen Materialien, aber auch mit edlen Materialien. Ich glaube, ich habe von daheim so ein bisschen mitbekommen, dass es einfach schön und gemütlich muss sein. Hallo, Frau Bektes, guten Abend. Guten Abend. Freut mich sehr. Herzlich willkommen. So, bitte sehr. Darf ich Sie gerade an den Tisch begleiten? So, bitte sehr. Sie fühlt sich wohl nach dem rohen Tausch. Ja, das Lustige ist eigentlich, dass ich früher, als ich gekocht habe ich mich eigentlich verweigert, um daheim privat zu kochen. Ich bin sehr gerne eingeladen worden, das werde ich übrigens heute noch. Aber so, dass ich privat gekocht habe, hat es ganz selten gegeben. Und das hat sich verändert. Ich tue heute gerne wieder privat daheim kochen oder für Gäste oder Gästebewirte daheim. Auch vom Beruflichen her bin ich am richtigen Ort und fühle mich auch sehr, sehr wohl vorne bei den Gästen. Es war Nettigkeit. Und da ist Vreni Giger. Ciao! Schön. Du kochst gar nicht mehr. Du bist Gastgeberin. Du bist gar nicht mehr am Herd. Nein. Du lässt kochen. Dieser Satz hat mir am besten gefallen. Ja. Das ist also nicht so schlecht. Und macht der Herr Zipfel immer genau das, was du dir wünschst? Nein, nicht immer. Da wäre jetzt, glaube ich, gelogen. Aber er macht
ein super Job, ja. Du gestaltest denn das Menü noch mit, oder wie sieht das aus in der Praxis? Nein, das sieht in der Praxis so aus, dass er mit seinem Küchenteam das Menü macht. Dann wird mir da mal in Schriftform vorgelegt. Dann mache ich meine Anmerkungen, wenn es überhaupt noch gibt. Dann wird das so durchgekocht, wie wir jetzt gesehen haben. Das ist wirklich so, wie es ist. Und dann wird mir das präsentiert und dann degustieren wir das miteinander degustieren. Aber es ist so schade, kochst du nicht. Warum? Ich habe das 26 Jahre lang gemacht. Ich habe 26 Jahre lang gekocht. Und ich bin sehr wohl bei den Gästen. Und ich glaube, meine Kochkompetenz tut mich in meiner Gastgeberkompetenz sehr unterstützen. Ist es auch ein bisschen ruhiger? Ist es ein anderer Job? Kannst du mehr für dich schauen? Nein, es ist also in der Küche fast ruhiger, wie wenn man dann mal so einen lästigen Gast hat, kann man in der Küche denken, du dumme, koch, du dumme. Und vorne am Herd muss man gleich, oder vorne beim Gast muss freundlich sein und halt, ja, nett sein. Was ist die Schwierigkeit beim heutigen Menü, das wir zusammengestellt haben jetzt für die Landfrauen? Also, wir haben ja schon in der Generalprobe gesagt, es gibt 2 Knackpunkte. Das sind die beiden süßen Sachen. Wir haben ja in der Generalprobe schon gesagt, dass du die Schuld wirst sein, wenn es nicht funktioniert. Es ist ein Zeittiming. Wegen dem Mandarinensoufflé? Genau. Warum? Was kann denn dort in die Hose gehen? Also grundsätzlich nehmen wir es perfekt aus und dann muss der Service da sein und muss es servieren. Okay. Nicht, dass Sie jetzt den Eindruck hätten, wir hätten das schon gekocht in der Generalprobe. Nein, wenn du das nicht. schon ansprichst. Nein. Das haben wir nicht. Ein bisschen Apero haben wir vorbereitet, Genau. aber sonst nichts gemacht. Das heisst, das Soufflé, das definiert den Ablauf dieser ganzen Sendung. Gar nicht richtig in der Annahme? Sicher einen gewissen Zeitrahmen, ja. Also dann machen wir es so. Falls das Soufflé fertig sein sollte, dann brechen wir alles ab. Ja, auch wenn der Traufer am Singen ist oder der Pino Gasparini oder Frau Tessier mir gerade hochspannende Auskunft gibt über die Zukunft vom Jahr 2019. Soufflé geht vor. Du schreist Soufflé. Gut. Und dann essen wir das Soufflé. Einfach, dass es ganz ist. Das ist gut. Das ist ein Deal, ja. Weil meine, das ist ja so wie der Hauptpreis. Dem Ja, von dem das Menü ist, ist das Mandarinli-Soufflé. Genau. Und am Schluss der Sendung gewinnt irgendeine von denen. Das ist wieder spannend. Ja, gell? du hast mir es wieder nicht gesagt, gell? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich weiß. Ich habe keine Ahnung. Ganz heiliges Ehrenwort. Es weiss, glaube ich, jemand oder 2 Menschen heute am Abend weiss, wer gewinnt. Ich will es gar nicht wissen. Das wäre ja für mich total langweilig. Ja. Sie können auch etwas gewinnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben einen Wettbewerb für Sie. Macht mit und gewinnt beim Wettbewerb der Landfrauenküche eine von 10 Migros-Geschenkkarten im Wert von je 1000 Franken. Läutet jetzt an auf die Nummer 0901 544 911. Für 80 Rappen pro Anruf oder gratis mit dem Handy im Internet. Ob ihr zu den Gewinnern gehört, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Alle Infos und Gewinner auf srf.ch/Landfrauenküche. Viel Glück! Haben wir da eine Panne? Ja. Karin? Gut, den können wir nachher dann mal holen. Das ist okay. Das dürfte doch. Ich meine, in diesem Zustand können Eier teilen, das braucht also wahnsinnig viel Abgeklärtheit. Du bist kein bisschen nervös, habe ich das Gefühl. Ein bisschen vielleicht schon. Schon. Wo ist Conny? Da. Oh, bist du schon bei den Lachsröllchen? Ja. Was macht ihr jetzt genau? Was ist der Ablauf? Jetzt haben wir zuerst die Füllung gemacht, die auf den Lachs kommt. Jetzt müssen wir das dann noch verschneiden in Tranchen. Dann wird das drüber gestrichen und aufgerollt und in Gratéform da und backen. Haben Sie die Sendung gesehen von der Conny Hildebrand? Sie kommt aus Tüfen im Kanton Zürich. Und einfach zum Auffrischen schauen wir doch noch einmal in deine Woche zurück. Im zürcherischen Tüfen hat sie alles im Griff. Die Conny Hildebrand schmeisst ihren Hof seit gut 20 Jahren praktisch allein. Sie packt überall kräftig an und macht mit dem, was der Hof hergibt, immer neue Kreationen. Ich habe jetzt diesen Sommer sowieso angefangen, Glasse zu machen. Und jetzt sind halt die Äpfel so weit, also gibt es Äpfelglasse. Auf dem Hof Wieden leben Conny und ihre Familie zusammen mit vielen verschiedenen Tieren. Die Zäune warten manchmal besonders ungeduldig auf die Conny mit dem Zmorgen. Wenn sie Hunger haben, ist fertig lustig. Hey! Wenn es um 6 Uhr kein Morgen gibt, sind es
Muffig. Einmal ist Conny froh um die Hilfe von ihrem Mann Martin. Mit ihm geht die Schafzügelte am besten. Komm hier, komm. Der Martin hat schon immer auswärts gearbeitet als Schreiner, aber er steht voll hinter seiner Landfrau. Ich finde, es ist nicht einfach für sie, zum zu bestehen so. Und man braucht immer wieder einen neuen Anstoß. Und das finde ich eigentlich schon, dass mich das mit Stolz erfüllt. So richtig glücklich ist Conny beim Reiten. Am liebsten zusammen mit ihrer Freundin Regina und ihrer Tochter Olivia. Es ist einfach schön, man fühlt sich frei. Es ist Freiheit pur. Wenn Conny unterwegs ist, schaut der Götti Hans-Jörg zum Rechten. Dass sein Gottemädchen die Chefin ist, nimmt er die Klasse. Vielleicht warten sie auch ein bisschen auf mich. Die Conny tanzt gerne aus der Reihe. Bei ihr sind die Bohnen violett und die Tomaten nicht nur rot. Da können sich die Landfrauen auf etwas gefasst machen. Das ist sicher ein bisschen anders als bis jetzt das, was wir gesehen haben. Zur Vorspeise hat es einen warmen Gemüsesalat gegeben. Ein bisschen Sorgen mache ich mir schon, ja, weil es ist schon ein bisschen anders als die normal, sagen wir mal, gut bürgerliche Küche. Es ist ein kleines Wagnis. Bei den Landfrauen ist das Wagnis nicht schlecht angekommen. Dann das nächste Risiko: eine Schokosauce zum Lammgeschnetzelten. Das Lammfleisch vom eigenen Hof sollte an dieser dunklen Sauce auch den Frauen schmecken, die nicht so gerne Lamm haben. Ich will unbedingt, dass es fein ist. Martin hat die Frauen charmant bedient. Die Conny hat den Frauen extra nicht verraten, was sie für Fleisch essen. Und so hat sogar Karin, die nicht gerne Lamm hat, voll zugeschlagen. Oh meine Güte, was haben wir da gegessen? Ich glaube Küngel. Nein, nein. Küngel hat doch mehr Fasern. Niemand hat das Lammfleisch rausgeschmückt. Zum Dessert haben Conny und Regina süße Ravioli zusammengekniffelt. Nüsse karamellisiert und alles zusammen mit Apfelglassen und Birnensorbet serviert. Und dann nimmt es alle Wunder. Aber Conny, was haben wir für Fleisch gegessen heute? Sexy. Lamm. Nein! Jetzt ehrlich? Ja. Also, du bist der Erste, den ich das im Fall gegessen habe. Du hast gar nicht gerne Lamm, oder was? Jetzt das Witz. Jetzt Conny mit ihrem Mann, mit dem Martin. Conny, hast du das Lammfleisch einfach so in so eine starke Sauce da, dass man es nicht mehr gespürt hat? Oder was war es? Was war der Trick? Unser Lamm ist von Natur aus stinkt es nicht oder böckelt es nicht. Es ist einfach gut, ehrlich gesagt. Ich glaube wahrscheinlich, weil die Lämmchen bis zum in die Metz kommen, wirklich Milch trinken können, ist es einfach fein. Es ist vielen, glaube ich, so gegangen, die die Sendung gesehen haben und gedacht haben, was tut die alles in diese Sauce rein? Warum macht sie das? Hast du mal dir überlegt, ich mache einfach Braten, Herdöpfelstock und ein Gemüse, das man als solches erkennt? Oder muss es bei dir immer ein bisschen extravagant sein? Meistens schaue ich, was ich habe und dann nachher mache ich, was ich kann daraus. Und meistens will ich, dass es dann noch ein bisschen spannend ist und dann ist es halt schon ein bisschen extravagant. Es ist ja schon so ein Überraschungstüte, deine Frau. Wie erlebst du sie? Ja, schon. Also, ich denke, es zeichnet es da, was sie gekocht hat. Das ist So ihr ist sie. Leben eigentlich. Genau. Du musst auch mitziehen. Conny hat den Hof. Du selber bist
nicht Bauer. Wie hast du damals reagiert, als sie gesagt hat, sie übernimmt den Hof? Grundsätzlich haben wir eigentlich schon vorher über das geredet. Es war ursprünglich einmal ein Wunsch von mir auch, aber wir haben keine Verwandten, die irgendwie Bauern hätten. Und von dem her bin ich dem überhaupt nicht abgeneigt. Wie war die Woche, wo Conny im Mittelpunkt gestanden ist von den Kameras? Gut, dadurch, dass ich natürlich den ganzen Tag am Arbeiten war, habe ich das nur relativ am Rand mitbekommen. Und, ja, für sie war es ungewohnt, weil sie nicht wirken konnte, wie sie normal tut. Machst du dir Gedanken über die Zukunft, was mit dem Hof noch passieren soll? Ja. Und wie sieht die Zukunft aus? Also mein Wunsch ist, dass meine Kinder das übernehmen können. Und mein allergrößter Wunsch wäre, dass eigentlich jeder von meinen Kindern ein Stückchen übernehmen könnte. Und das würde funktionieren, denke ich. Und ich bin jetzt daran am Arbeiten, dass jeder seinen Bereich nehmen kann und dort gut sein. Du hast im Film so schön beschrieben, wie das ist, wenn du am Morgen in den Stall kommst. Ist das, was du brauchst, was dich auch antreibt? Ja, das ist das Schönste am ganzen Tag. Wie ist es? Es ist einfach schön, wenn man am Morgen kommt und man kommt in den Stall und die Rosse rufen einem. Sie kommen einem Heu sagen. Es ist so ruhig, es ist dunkel meistens. So eine schöne Stimmung. Es ist einfach... Für mich ist so der Start schön. Du gibst einem schon den Eindruck, dass das Bauern eigentlich nur schön ist. Es ist schon nicht nur schön, es ist auch streng. Also es gibt so ein Sprichwort, das Leben ist schön. Es hat aber niemand gesagt, dass es einfach ist. Und ich denke, das trifft recht gut auf mein Leben zu. Du haust jetzt gerade wieder in die Küche, weil du kannst nicht nur wahnsinnig gut schwätzen, sondern auch sehr gut kochen. Conny und Martin, ihr geniesst es ein bisschen hier in der Sendung. Das ist euer Applaus. Und wir gehen miteinander ins Bündnerland, ins Domleschg. Und dort daheim sind sie dort hinten am Tischli. Das ist Karin und der Oskar. Am Tag vor dem Landfrauenessen. In Almens, im Haushalt von der Karin Gaminada, hat die Familie in der Stube noch etwas vor. So, jetzt müssen wir einfach ausräumen. He? Schau, Luis, du darfst schnell tun. Ins Zimmer von Diego. Die Landfrauen sollen hier essen. Geht's? Mega viel Sachen. Ich glaube, am Schluss sind einfach hier oben Chaos pur. Am nächsten Tag hat die Stube wie neu ausgesehen. So, das ist unsere Stube. Nehmen Platz. Okay, danke. In der Küche haben als erstes Raviols im Wasser geköchelt. Die Spinat-Ravioli für die Vorspeise. Sind Teller heiß? Ja, die sind heiß. Zum Hauptgang hat Karin einen Hirschbraten mit Rotkraut und Safranrisotto, eine Birne mit Brisouberconfi und karamellisierte Maroni angerichtet. Etwas obendrauf hat am Tisch zu reden gegeben. Gute miteinander. Danke. Was sind es für Pilze? Sind es Steinpilze oder was sind das? Das ist der Pilz. Steinpilze, oder? Von der gelehrten Konditorin Confiseurin hat es zum Dessert eine Tranche Röteli Parfait, Merenke und einen Cremeschnitt gegeben. Das hast du gut gemacht. Sind geschafft. Fertig. Unter der Woche hat sich die Karin nicht aus der Ruhe bringen wegen dem Landfrauenessen. Oh, Diego. Jeden Morgen schaut Karin, dass die Kinder rechtzeitig in den Kindergarten und in die Schule gehen. Die Delia ist die Tochter aus einer früheren Beziehung von Oskar und wohnt manchmal bei Gaminadas. Schönen Tag. Tschüss. Derweil sind der Oskar und sein Vater, der Urs, im Stall. Gaminadas betreiben Milchwirtschaft und Monimast. Also Berufsberater geht man doch auch. Ich hätte mich umstimmen. Ich soll doch mal etwas anderes noch anschauen, anstatt nur Bauer. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will Bauer werden.
Geissen sind mein Hobby. Ja, das wollte ich suchen. Ich verstehe nicht so viel von Kühen. Ich habe Kühe auch gerne, aber ich wollte etwas, das vielleicht mir ein bisschen mehr Freude macht. Die Geissen sind aber nicht nur Vergnügen. Sie müssen etwa mal in die Pediküre. Aus der Geissmilch macht Karin Käse. Vor dem Landfrauenessen ist sie noch ein letztes Mal auf die Meyensässe aufgegangen. Man ist einfach wirklich voll weg vom Zeug. Ich kann sehr gut abschalten, wenn ich in Schalt oben bin. Danke. Karin oder Oskar haben sogar noch einen Moment für sich allein gehabt. Prost. Die Sonne blendet gerade. Ich habe zwar immer gesagt, ich möchte nie einen Bauer heiraten. Jetzt ist es halt so. Ich bin aber sehr happy. Wir arbeiten sehr viel oder wir sind sehr viel zusammen und es klappt einfach. Es muss es wie harmonieren und sonst funktioniert das nicht. Und chaotisch haben wir halt auch ab und zu, wo es auch dürfte sein, aber dann regeln wir es wieder. Karin und der Oskar. Also, wir sind gerade geografisch ein bisschen am Wehrweisen gewesen. Das ist, wenn ich Richtung Dusis hinterfahre. Rechts Heinzenberg, links ist Domleschg. Ja. Zuhinterst rechts ist der Beverin. Genau. Das ist der Berg, den wir jetzt gesehen haben. Genau. Das war der Spitz Beverin. Du, und so ein Meyensässe, das ist ja Gold wert, oder? Das ist Gold. Was bedeutet dir das? Sehr viel. Was hast du da oben, was du sonst nicht hast? Ja, meine Ruhe. Es ist eben ein bisschen abgelegen, oder? Ja. Hast du die Sendung gestern geschaut? Ja. Von der Yvonne Heinzer? Ja. Hättest du gewusst, was Heubeere sind? Nein, aber ich kann es mir vorstellen. Ja, Heubeere. Weißt du jetzt, was Heubeere sind? Terlenik. Ci savesse, ci je, allo gesete, apriva proprio bezzavici ci je. Che semplicemente perché ci Das Durchtriebnigsscheibe, den du irgendwo. Ah, da sagen sie ci oder? Also, ich habe nicht verstanden. Aber Ich wusste, dass du mich das fragst. aha, hast du gesagt. Okay, aber du weißt es logischerweise, du bist rätoromanisch aufgewachsen. Ja. Gibt es etwa mal so Sachen, wo du merkst, obla, da haben die Schweizerdeutsch reden, ganz andere Ausdrücke? Kennst Sehr du- viel. Ja. Ja. Also wir sagen halt Heidelbeere, oder? Ja, mehr Erdbeere, das ist ja das Gleiche. Ja, Das ist nein. zum Beispiel- Nein. Nicht wirklich. Was haben ihr für Reaktionen gehabt auf die Sendung? Wahnsinnig viel. Sicher? Ja. Also wenn du heute gehst, posten auf Almens ins Dorf, dann hast du 3 Stunden länger. Das ist die Landfrau. Ja, das ist die Landfrau. Hallo. Findest du das auch lässig? Ja, es ist sehr angenehm. Also es ist wohl. Aber ich musste auch schon am Nachmittag sagen, nein, jetzt brauche ich einfach niemanden. Und dann bin ich auf die Ski in Heinzenberg. Ich hatte natürlich Heilmann, Brille und dachte, jetzt tue ich die Jacke noch bis fast über die Nase. Aber trotzdem ist es gut, das ist ja die Landfrau. Ja, hallo, hallo. Ja. Etwas ist mir noch aufgefallen in der Sendung. Der Diego, der Junior, der will nicht in die Spielgruppe. Du hast gesagt, er will nicht. Er will nicht. Darf er freiwillig, also darf er entscheiden, ob er dann auch mal in die Schule will? Nein. Oder willst du einfach nur als Tipp, ich kann ja auch 3. Es ist schwierig. Gibst mir ihn mal in die Ferien? Sehr gerne. Ja. Aber dann musst du alle 3 nehmen, weil dann gehen wir auch in die Ferien. Dann machen wir das so. Abgemacht. Gut. Gut. Danke vielmals, Oski und Karin. Vreni, wie sieht es aus? Wo bist du? Da, Ah, dort. da im Studio 1. Das ist super. Kommt's gut? Ja, ich glaube schon. Also, sie müssen jetzt langsam wieder kommen, finde ich. Also, Frauen?
darf ich euch wieder bitten, Conny und Karin zurück in die Küche. Und ich darf den ersten musikalischen Gast vom heutigen Abend vorstellen. Sie kennen ihn hundertprozentig alle, weil um den ist man im Jahr 2018 nicht herumgekommen. Er hat ein Wahnsinnsjahr hinter sich, riesen erfolgreiche Tournee, ausverkaufte Hallen. Nach dem DJ Bobo Krokus und dem Gölle hat er als 4. Schweizer Künstler das Hallenstadion gefüllt. Heute singt er live, zusammen mit Zen und Nonsens, in der Begleitung von der Moni. Das ist die Frau, die auch singt. Opsi geht es in seinem Leben eigentlich im Moment nur. Er singt aber auch von Nitzi, Opsi und Nitzi. Da ist der Traufer. Manchmal geht's Opsi und manchmal geht's Nitzi, aber die Aare fließt immer natürlich. Manchmal denkst du, es muss ein Witz sein, Himmel und Sonne, das kann's nicht sein, bis zum Schluss endlich irgendwie klappt's. So, okay, komm, wir machen schnell alle schaukeln. Tut mal einhängen, dort neben einhängen. Sehen Sie dumm und dann so hin und her, da vorne auch, selbstverständlich. Einhängen. Jawohl, so ein bisschen. So wie Musikantenstadel. Mein Grossi hat gewonnen im Lotto. Mit dem Todesdatum vom Otto. Jetzt hat sie zwar mega viel Geld und hockt gleich allein auf der Welt. Tja, manchmal geht's ab sie und manchmal geht's nicht sie, aber die Aare fließt immer noch durch ab. Manchmal denkst du, es muss ein Witz sein, Himmel und Sonne, das kann's nicht sein, bis am Schluss dann gleich irgendwie klappt. Ja! Musst gesehen haben, am Roland sein Bett vor Ikea. Kreuzfahrt spandiert, aber egal. Jetzt ist halt das Bücherregal. Oh! Manchmal geht's ab sie und manchmal geht's nicht sie, aber die Aare fließt immer noch durch ab. Manchmal denkst du, es muss ein Witz sein, Himmel und Sonne, das kann's nicht sein, bis am Schluss dann gleich irgendwie klappt. Oh! Ja! So hin und her ist eigentlich ein bisschen langweilig, oder? Das muss ein bisschen anders noch gehen. Tut ihr noch immer einhängen? Und jetzt machen wir etwas anderes. Achtung, alle zusammen, ich mache es mal vor. Mal rauf, mal runter, mal links, mal rechts, mal vorne, mal hinten, mal links, mal rechts. Mal rauf, mal runter, mal links, mal rechts, mal... Hey, das klappt super, mal wir und singen auch noch, kommt! Sorry, Marc. Marc Traufer. Darf ich dir die wahren Superstars vorstellen? Das sind die Damen in diesen lila Schürzen. Ich war schon die ganze Woche nervös, weil ich liebe Landfrauenküche. Gell, du bist wirklich Fan? Ja. Kannst du kochen selber? Ja, ich kann. Ich tue einfach. Können ist vielleicht übertrieben, aber... Gut, nach so einem solchen Jahr, du hast ja jetzt einen Stab von Helferinnen und Helfern und für dich wird kochen, für dich wird gefahren. Es wäre schade. Ich bin gerne noch alleine, mit der Familie, gemütlich und dann kochen wir noch selber. Das soll auch so sein. Du, so ein solches Jahr, das 2018, Tausende von Leuten, jeden Abend, wie behaltest du irgendeinem Ort noch Contenance und dass du weißt, du bist der Marc Traufer, der auf dem Boden muss bleiben? Ja, ich glaube, in meinem Fall ist es eigentlich relativ einfach mit der Firma, die ich habe. Wenn ich arbeite am Montag am Morgen, dann ist
der ganze Applaus vom Samstag weit weg. Ich für mich finde es wichtig, dass ich am Moment immer wieder in meine normale Rolle eintauche. Und das mit der Musik ist ja bei mir wirklich so ein bisschen ein ausser Kontrolle geratenes Hobby, wo wirklich im Moment ein bisschen extrem läuft. Aber mein Herz und mein Tagesablauf bestimmt meine Firma. Das heisst, das ist alles Zufall? Da ist gar nicht viel Arbeit dahinter? Es ist sehr viel Wille dahinter. Und einfach an etwas glauben, dass es so weit ist gekommen, wie es jetzt ist gekommen. Also ich habe selber nie daran geglaubt, dass ich irgendwann im Hallenstadion spiele. Und da bei dir darf zu Gast sein mit den Lammfrauen. Ich bin glücklich. Ja, Jesus, ist das herzig. Ja. Ein Applaus für den Marc. Und vor allem, dass du in dieser Zeit, wo ja wirklich auch ein bisschen der Familie gehört zwischen Weihnachten und Neujahr, einen Abend lang bei uns bist, das schätzen wir sehr. Der Marc hat sich auch bereit erklärt, Frauen, hört schnell, euch ein bisschen unter die Arme zu greifen, wenn ihr also jemanden braucht, noch, der rührt. Mehr würde ich jetzt ihm nicht zutrauen. Aber Würzen mit Pfeffer bin ich gut. Aber servieren. Servieren bin ich auch gut. Ja. Wir haben Apero. Vreni, wo ist das Apero? Da. Apero, das ist schon. Dürfen wir die nehmen? Genau. Ja. Dann darfst du, Marc, einfach gehen. Okay. Noch eine dritte Sorte. Das sind Sablé mit Käse. Käsesablé, das sind die Oliven-Sesamstängel und dort hat es noch Gemüseschnecken. Gemüseschnecken, ja? Ja. Oder? So. Einfach einen nehmen. Ja, nicht das Körbchen. Habe ich mir das so überlegt. So. Oder? Das ist mit Käse, das wäre mit Oliven und das ist mit Gemüse. Ja, du brauchst eben noch ein bisschen Füllung. Ja. Hat er auch eins? Genau, nachher tun wir hier. Das ist mit Käse, ja. Das sind Käsesablé, das sind Olivenstängel und Gemüseschnecken. Wer will noch? Schau, wir kommen ja nachher dann mit den Vorspeisen. Darf ich dir das Körbchen geben und dann gibst du das um? Man kann nachher auch noch Kollekte rein tun, wenn man will. Gut, jetzt habe ich gemeint, der Ueli Maurer hockt da, aber es ist noch nicht. Auch schon mal verwechselt worden mit dem... Nein, mit dem Bundesrat. Da. Marc, ist okay? Bist du durch? Ah, du bist auf dieser Seite. Vreni, wie sieht es aus mit der Vorspeise? Wo sind wir? Da sind wir. Die Suppe, die ist noch inexistent. Okay. Die Lachsröllchen passieren jetzt. Jawohl. Da hätte ich vielleicht noch einen Tipp. Gern, ja. Gut, wir müssen vielleicht ein bisschen führen nehmen, oder? Die Kameras sind alle da, oder? Gern, also, der Lachs ist ja so ein Hassfisch, oder? Also die einen haben ihn wahnsinnig gern und die anderen sagen, der stinkt so. Und gegen Stinken kann man etwas tun. Siehst du da jetzt irgendetwas? Also ich sehe einen Fisch, aber genau. sehe ich nicht. Ne? Aber siehst du, ist er vorne, hinten? Sauber. Sauber, ja. Oder? Da hat es einen Haufen so braunes Zeug dran. Schau, ich zeige dir das. Ja, das kenne ich. Schau, das ist das. Das ist das sogenannte Tran. Und wenn du da am Lachs dran lässt, ob du jetzt geräuchten Lachs hast oder frischen Lachs hast, das stinkt. Das ist das, was stinkt? Das ist das, was stinkt. Also muss man den sauber wegschneiden, auch beim geräuchten Lachs. Darf ich schmecken? Ja, sicher. In der Nase merkst du es wenig, aber nachher im Gaumen. Und wenn du auch Rauchlachs isst und das braune Zeug drin ist, dann tu den wegschneiden, das ist viel besser. Das heisst, das ist nicht angelaufener Lachs? Nein, das ist nicht angelaufener Lachs. Das ist das Fett vom Fisch. Hast du das nur beim Lachs? Ja, grundsätzlich. Also so offensichtlich siehst du es nur beim Lachs. Aber du hast dann natürlich auch bei anderen fetten Fischen. Und dort musst du es einfach wegtun. Das ist das gesunde Tran, das unsere Grosseltern, unseren Eltern in Form von Lebertran. Genau. Über die Wintermonate, damit man gesund bleibt. Genau. Ich habe übrigens Kapseln noch nehmen, das ist viel besser. Ja. Aber das wäre also das. Das ist nur das Fett vom Fisch und das ist das, was schmeckt. Also du tust das weg. Das haben sie jetzt hier hinten schon gemacht, die Frauen, und jetzt machen wir die Röllchen aus dem. Du bist als Bauernmädchen aufgewachsen. Ich habe das gesagt am Anfang der Sendung. Wie viel Bauernmädchen ist noch in dir drin? Ich glaube, mehr als man denkt. Ja? Ja. In was zeigt sich das? Ich glaube, es zeigt sich in meiner Schweizverbundenheit, Erdverbundenheit. Ich koche mit Butter.
Eine Küche ohne Käse, ohne Eier könnte ich mir nicht vorstellen, ohne Milch. Wir kochen auch vegetarisch. Vegan ist bei uns nicht so ein Thema. Wir kochen das, aber ich lebe das nicht. Ich bin sicher da. Für mich ist völlig klar, dass wir nur Schweizer Produkte verwenden. Das Fleisch nur aus Schweizer Produktion. Das ist für mich, da diskutiere ich gar nicht. Das ist völlig logisch. Wo kommst du denn auf neue Ideen? Es gibt ja Köche, die gehen dann halt einfach auf Weltreise und fusionieren dann sämtliche Kochen miteinander. Und wie ist das bei dir? Ja, ich glaube, also es ist etwas Ähnliches. Einfach vielleicht nicht Weltreise, aber vielleicht eine Kopfreise. Also, wir nehmen das ganze Tier und das ganze Tier hat ja nicht nur ein Filet, sondern hat ganz viele andere Sachen auch. Und dann überlegen wir, was können wir denn nicht nur aus dem Filet machen? Was könnte man zum Beispiel aus dem Kopf machen oder aus der Zunge oder aus dem Herz? Das ist bei uns alles auch mit dabei und durch das entsteht dann halt eben auch eine Weltreise, ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Da verlangst du aber viel von denen, die dann essen können? Ja, manchmal schon. Ja, es ist effektiv so, also man weiss, wenn man zu uns kommt, dann muss man sich bewusst sein, dass man das ganze Tier isst. Also das ganze Tier jetzt sehr im übertragenen Sinn, aber es ist schon so, dass es wir... verwertet wird, oder? Ja, wir tun das ganze Tier verwerten. Wenn schon eins hat müssen daran glauben, dann sollen wir es das ist mir sehr, sehr essen. wichtig. Aber jetzt nicht nur beim Tier, sondern wir tun auch bei den Gemüse. Zum Beispiel Randen. Da wird das Randenblatt, die Randenhülscher, der Randen entsaftet, dann wird aus dem Rest noch etwas gemacht, also halt auch aus dem Ganzen. Du hast jetzt ein bisschen frei zwischen Weihnachten und Neujahr? Ja, wir haben jetzt über Weihnachten zu und jetzt Silvester haben wir eine grosse Silvesterparty oder einfach Dinner halt und nachher geht es wieder los. Ja. Ich lade dich mit dem Lachs und diesen Lachsröllchen, weil die Vorspeise müsste dann schon langsam mal kommen. Was machst du, Caroline? Ausser die Säule. Ich mache gerade Vanillecreme für Charlotte Royale. Darf ich dich dann ganz schnell aus dem Prozess rausnehmen? Vielleicht kann ja dann da der Marc ein bisschen drin rühren, weil ich gerne schnell eine Zeitreise machen. Zurück in die Woche, wo wir bei dir waren, zu Baus im Baselbiet. Also jetzt, geht's los, ich habe Hunger. Ja gut, also, schau einmal. Der Hochstammbauer Erich hat für einen Service eine Abkürzung genommen. Und dann musste er mit dem Teller so jonglieren. Das war cool. Zur Vorspeise hat er eine Randensuppe ins Esszimmer balanciert. Also der Plan mit dieser Leiter, das ist eine Idee von Erich. Er hat immer so ausgefallene Ideen. Und da habe ich jetzt einfach gelernt, dass man hier mitmacht, weil es kommt dann auch gut. Und ich finde das super. Als Hochstammbauern sind Caroline oder Erich täglich auf der Leiter unterwegs, vor allem in der Zwetschgensaison. Bis zu 80 Kilo gewinnen sie jeden Tag. Heuer war die Ernte besonders ergiebig. Süß sind sie das Jahr, wie selten. So viele Sonnenstunden wie dieses Jahr haben sie noch selten erlebt. Ja. Also mit diesen Zwetschgen gehe ich heim, sie rüsten und dann werden sie dort. Solche dörte Zwetschgen hat es auch im Hauptgang vom Menü gehabt. Und das Landfrauen gerne. Etwas Spezielles, mal etwas anderes. Ihre Tochter Alena hat Caroline in der Küche geholfen. Eine Landfrau hatte eine Vermutung punkto Zwetschgen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht eben irgendwie so einen Braten gibt, der vielleicht irgendwie mit der Zwetschge gespickt ist oder so. Ich glaube, sie haben viele Zwetschgen. Oh, lecker! Jetzt haben wir den Kern auch probieren. Gut, jetzt geht es in den Kragen. Zum Kernotto hat es Fleischvögel mit Dörrfrüchten und Lauch gegeben. Wie meinst du? Am Anfang der Woche hat das Esszimmer noch ganz anders ausgesehen. Der Sohn hat den Stall umgebaut. Die letzte Nacht habe ich durchgeschafft. Bis um halb fünf Uhr morgens. Seine ganze Freizeit hat er für einen Umbau hergegeben. Ein bisschen höher. Ja. Nicht nur Obst, auch Milchwirtschaft betreiben Schweizers. Als Kind habe ich schon immer gesagt, ich möchte gerne einen Bauer heiraten. Ich möchte 4 Kinder haben und einen Bauer heiraten. Das war immer mein Kindheitstraum. Die Kuh Paula hat zurück in den Stall müssen. Das hat für Aufregung gesorgt.
Nein, nicht schreien. Ja, nein, halt dich. Hey, jetzt haben wir es gleich geschafft. He? Komm, jetzt kann man das gerade dazu machen. Der Erich und Caroline sind ein eingespieltes Team. Vor 15 Jahren haben sie den Höldihof übernommen. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, Was war denn? bist du vor mir mit einem anderen gelaufen und ich dachte, oh, das wäre noch eine für mich. Die würde mir jetzt auch noch gefallen. Bei Schweizers war das Landfrauenessen bis am Schluss Familiensache. Auf 20. Magst du? Bei uns wird es immer ein bisschen spitz mit der Zeit und wir brauchen das. Und ich denke, das ist gut so. Einen gewissen Druck muss man haben. Am Schluss geht es dann immer auf. Jetzt, ja, wir wären bereit. Du hast gutes Timing. Gut, danke. Ein Zwetschgen-Potpourri hat es zum Dessert gegeben. Ja, liebe Landfrau, jetzt kommt das Dessert. Oh, schau, das ist schön. Und am Boden hat der Erich fast alles im Griff gehabt. Spezialitäten deponiert hat. Ich habe gerade ein bisschen Zwetschgen gebraucht. Ja. Ein Baum leer kommt. Und es war schön, so mit Herzblut das alles so schön herzurichten. Das bleibt mir ganz sicher. Gratuliere. Ziel erreicht. Ja. Hat es gut gemacht. Oh. Hat es geschafft. Ja. Erich, kannst du mir noch mal erklären, wieso dass man auf dem Höldihof mit einer Leiter servieren muss? Ja, in Baselbiet sind wir einfach die Obspuren. Und früher waren alles Hochstamm-Obspuren. Und wir sind jetzt immer noch Hochstamm-Obspuren geblieben. Und darum bewegen wir uns Sommer, Winter auf der Leiter. Das war nichts Spezielles. Ah, du willst damit sagen, es war nicht so gefährlich, wie es aussehen hat? Nein. Haben ihr Reaktionen auf das? Aber? Ja, es war gewaltig, was da Echo gekommen ist. Auch zusätzlich noch wegen dieser Leitertaktik. Und eine Kollegin hat gesagt, sie sei im SUA-Kurs noch gezeigt worden, wie man es nicht machen ja. Ja. An dieser Stelle vielleicht gerne, auch wenn ihr jetzt daheim seid, irgendwo in einem Hochhaus wohnt, ne? Prime Tower in Zürich nicht so servieren. Es gibt einfachere Möglichkeiten, entweder Stegenhaus oder Lift. Wie hast du den Herbst erlebt nach dem Wahnsinnssommer, wenn ihr so viele Früchte habt? Also wir hatten 2 Seiten. Die Tröchli hat uns extrem wenig Futter geliefert. Und nachher waren wir froh, dass wir so viele Früchte ernten durften. Als Kompensation eigentlich. Es ist eine Erfolgsgeschichte, eure Landfrau-Küche, weil euer Sohn, Ja. der Ramon, ist er auch da heute Abend? Ja, er hockt im Publikum. Sali Ramon. Ah. Kannst du schnell erzählen, was mit dem Ramon ist, dank der Landfrau-Küche? Ja, Das gibt nachher einen schönen Applaus, ich weiss es. Er ist im 2. Lehrjahr. Und bei der Firma, die er arbeitet, hat er am Freitag Geschäftsessen gehabt. Und die haben ihn geehrt zum wertvollsten Mitarbeiter. Und das hat es noch nie gegeben, dass das ein Lehrling war. Und zwar wegen der Arbeit, die er gemacht hat, oder? Was Genau. hat er gemacht bei dir? Er hat den alten Stall in ein schönes Landfrauenzimmer gezimmert. Bei euch war es sowieso Familiensache, die ganze Landfrau-Küche. Was hast du eigentlich noch gemacht? Ziemlich viel! Schon? Hast du es streng gehabt? Hast du es streng empfunden? Nein, es war eine ganz schöne Woche. Weil ich weiss, für dich war es ja schon fast ein Lebensziel, einmal mitzumachen. Ein Herzenswunsch, genau. Ist wahr? Mhm. Was hat das ausgelöst? Magst du dich noch erinnern? Warum das dein Herzenswunsch war, schon mal bei der Landfrau mitzumachen? Ich habe die einfach immer geschaut und habe gefunden, wenn ich da mal dabei sein könnte, das wäre dann schön. Aber gedacht, das ist weit weg von mir. Und dann haben mir viele Kollegen gesagt, ich soll mich doch mal bewerben. Und dann habe ich gefunden, Ja, und dann habe ich es gemacht. Und jetzt bin ich dabei. Jetzt sitzt du da. Genau. Und schön sind wir in der Sendung. Ich muss euch dann springen lassen im Jahr. Ihr müsst Dessert. Ja,
Vanillecreme sollte ein bisschen fest werden, damit wir die heute oben noch probieren können. Die Charlotte Royale. Also gut. Caroline und Erich, bis später. Wir machen eine kleine Reise. Vom Baselbiet gehen wir Richtung Süden ins Emmental auf den Hof von dir, von der Anita und vom Aschi. Im Emmental steht fast auf jedem Hocker ein Baum. In diesem grossen Bauernhaus wohnt die Landfrau Anita Mosima. Mit voller Konzentration hat sie für die Vorspeise vom Landfrauenessen eine Sellerie-Cremesuppe gemacht. Ich denke, es geht auch ein bisschen um etwas, dass man dort hier das probiert, das Möglichste zu geben. Und wir kämpfen jetzt für das. Im Postauto haben sich die Landfrauen schon auf einen Mocken Fleisch aus dem Emmental gefreut. Also ich habe das Gefühl, es gibt sicher keinen Fisch oder kein Huhn. Das Mal waren die Landfrauen auf dem Holzweg. Anita hatte ganz einen anderen Plan. Zusammen mit ihrem Sohn Simon hat sie für einen Hauptgang 3 Fische fahren, weil sie zur Hauptspeise Forellenfilet servieren wollte. Ganz einfach war das nicht. Vielleicht gibt das nichts Nacht. Das gibt dann vielleicht nichts. Je nach je. Ich habe einen. Jetzt tust du einfach einziehen und Fisch. Warum noch ein bisschen? Hast du ihn? Ja. Ja. Achtung. So. Vor 5 Jahren hat man bei der Anita Multiple Sklerose diagnostiziert. Das ist eine chronische Erkrankung vom zentralen Nervensystem, die grosse Muskelschmerzen auslöst. Seither kann Anita nur noch dank verschiedener Hilfsmittel selbstständig auf dem Hof mit anpacken. Das Akzeptieren ist etwas vom Schlimmsten und das Schwierigste. Die Schmerzen, ich habe ja täglich Schmerzen, aber das ist Bagatell gegenüber das, sich zugehen. Und ich bin so ein ehrgeiziger Mensch. Und dann sagen, es geht einfach nicht, das hat manchmal hart. An die Viehschau geht Anita mit ihrem Mann Aschi und ihrem Sohn regelmässig. Selber haben sie nämlich auch schon Champion-Kühe im Stall gehabt. Der Aschi und Anita haben sich vor fast 20 Jahren gelernt kennen. 2,5 Jahre hat es aber gedauert, bis es gefunkt hat. Und nur durch einen glücklichen Zufall. Nein, wir haben zusammen Küche gezeichnet, gell? Aber ich habe sie nie gezeichnet für mich. Und irgendwie hast du mal mit ihr Blättchen rauslesen und ja, dann habe ich gefunden, nein. Das wäre der Liebe auch noch gewesen. Und am Schluss habe ich gesagt, nein, wenn jemand Blättchen rauslässt, sie bis jetzt auch weh. Zurück auf der Tanne am Hof der Familie Mosima. Die Vorspeise ist angerichtet. Seid ihr schon noch? Eine Sellerie-Cremesuppe mit Niedeln und Kräutertannenbäumchen hat es gegeben. Ja, ich habe Platz gemacht. Oh, wow. Sehr schön. Tannenbäume. Das ist eine gute Idee. Zur Hauptspeise hat es tatsächlich panierte Forellenfilet und Herdöpfel gestampft mit Röseliköli, Sauerrahm und Tartarsauce gegeben. Jeder Handgriff ist gesessen. Aber die Hefe heisst nicht und der Deckel gar nicht. Du musst es nur gerade haben. Ja, super. Fisch. Das Überraschungsdessert hat Anita raffiniert unter einer riesen Schokokugel versteckt. So, liebe Landfrauen, jetzt lasst ihr einfach das Werkzeug auf dem Tisch. Das hat die Landfrauen gewundert gemacht. Das Vanilleparfait und das Eierkirschstürtchen hat der Aschi mit Feingefühl und heissem Eierkirsch gekonnt vorgezaubert. Wie viel Mal hast du geübt, Aschi? Was ist das? Oh, schaut mal. Wow! Ich habe wundert mit der, ich glaube, es war so eine Milch-Vanillesoße, heiß, und das drüber gelegt hat und das dann aufgegangen ist wie eine Blume. Ein Traum, wirklich. Also, das könnte fast nicht perfekter sein.
Was genau war es, wo der Aschi darüber gegeben hat? Eine Eierkirschrahmsauce, eine heisse gemacht. Also die war ganz heiß. Habt ihr das geübt vorher? Tagelang. Also, einfach am Samstag, am Freitag ein Versuch und am Samstag musste es klappen. Der Versuch ist in die Hose. Am Freitag? Und Anita und Jeanette haben über Wochen von denen an, wo man gewusst hat, das ist das Dessert, das sie schauen im Film. Haben die getestet und es hat viel ein bisschen Schocke gebraucht. Musst du auf Anita verzichten in dieser Zeit? Hast du Ja. gesagt, mach doch gescheiter Schokokuchen vielleicht? Oder Nein, wegen dem kauf Dessert etwas? sicher nicht. Nein. Das haben wir schon nebendurch gebrungen. Was hast du am liebsten, was Anita kocht? Ja, fast alles. Ausser eben, in der ersten Jännerwoche gibt es gerne Reis und nachher gibt es das ganze Jahr wieder nicht Reis. Und eben in der Woche Sendung, wo der Backofen ist ausgestiegen hat der Regisseur und Anita gefunden, wir können den Römertopf anlassen und nachher in den Backofen tun. Und nachher musste ich sagen, super. Ohne Backofen geht doch gut, mal. Ja. Und nachher hat es geschnetzelt mit Reis gegeben und da sagt Anita, kein Wort, nichts vor der Kamera. Und wir Reis. haben gar nicht gewusst, wieso. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft. Nächste Woche Danke wäre dann die vielmals. erste Januarwoche. Ja. Warum gibt es Reis? Ist das aus welchem Grund? Nein, Kann man ich über das hasse reden? gern. Vielleicht mal zum Therapeut? Oder Vielleicht, ja. Gibt es einen Grund? Ich habe sehr gerne Reis. Er hat es einfach nicht gern. Und das ist so im Ehevertrag, dass du sagst, einfach eine Woche pro Jahr gibt es Reis und das ist die erste Januarwoche, dann haben wir es durch. Nein, es gibt nicht eine ganze Woche. Aber zuerst mal, wenn ich im Jänner Reis mache, heisst es, aber für heute hätten wir es dann gehabt. Es gibt nicht eine ganze Woche Reis. Ich muss noch schnell eine Geschichte erzählen. Wir sind gestern alle miteinander zu Nacht essen, damit wir uns ein bisschen kennenlernen. Und dann sagt Anita zu mir, ich bin ein bisschen nervös. Ja. Und dann habe ich in meiner väterlichen Art ihre Hand genommen und habe gesagt, Schatz Gottes, du musst nicht nervös sein. Das kommt schon gut, es sind ja keine Leute im Studio, es schaut niemand zu. Das kommt schon gut, das ist einfach eine 2,5-stündige Samstagabendsendung, aber da musst du nicht nervös sein. Und dann hat Anita gesagt, nein, es ist nicht wegen der Sendung, sondern warum bist du nervös gestern Abend? Ein bisschen wegen meinem Sohn. Er war gestern an einer Ausstellung in Burgdorf mit einer Kuh. Und da wir ja eben mit Herzblut eben eigentlich ein bisschen für das leben, war er gestern mit einer Kuh in Burgdorf und habe schon ein bisschen mit im Hintergrund mitgefiebert, wie es ihm so geht und ob es gut geht. Und, ja. Und wie ist es gelaufen? Er ist 9 geworden. Das ist okay. Ja, super. Von 650? Ja, super. Mindestens. Wunderbar. Nein, er hat es wirklich gut gemacht. Also auch dem so einen Applaus. Komm, heute loben wir ein bisschen die Buben. Da ist der Simon. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich. Nein, im Ernst jetzt natürlich ganz viel Gesundheit und viel Kraft. Danke. Ernst, du deine Frau unterstützen, du machst das so, wie ich dich kennengelernt habe, mit mehr als nur deinen starken Armen. Und zurück auf den wunderschönen Hof im Emmental, wo ich auch eine Erinnerung habe. Wir sind als Kind immer auf Burgdorf gefahren, über Affolter im Emmental. Und in der Kurve dort, wo es bei euch links geht, hat mein Brüder mal kötzeln, weil es ihm schlecht geworden ist. Das verbinde ich immer wieder mit Affolter im Emmental. Danke vielmals, Anita und Aschi. Wir dürfen zurück in die Küche. Und wir haben vorher die Vorspeise ein bisschen hinterher verschieben. Wir haben eine Suppe. Die Suppe wäre parat und die Lachsröllchen noch nicht ganz. Da haben wir noch müssen über einen Lachs diskutieren. Genau. Was ist es für eine Suppe? Champignon. Nein, nicht Einfach nicht. Ich muss lesen. Ein Champagner. Ein Champagner. Champagner, das ist fast ähnlich. Das ist fast das Gleiche. Ja. Genau. Ja. Genau. Ein Champagner-Süppeli mit viel Rahm, so wie wir es Vreni kennengelernt haben. Und am Schluss, das ist glatte Peterli. Ja? Genau. Und überall dort, wo das Peterli drauf ist, könnte der Service jetzt kommen. Marc, er ist schon am Abtrocknen. Du machst das gut. Ich habe gesagt, kann ich noch etwas helfen? Er hat gesagt, ja, kannst du abwaschen und abtrocknen. Also komm, dann fange ich mal an zu servieren. Und du würdest mir dann helfen.
Komm, wir gehen mal da vorne, Oli. Den kannst du auch mitnehmen. Darf ich euch ein Tellerchen geben? Leider nein. Kommen wir nicht bei der Hauptspeise zu euch? Voilà, recht ein guter miteinander. Eine hierher, hä? Wollt ihr auch eine? Was tust du da drunter noch? Ist das Rahm? Gell, unsere Lachsröllchen sind nachher Die Lachsröllchen kommen auch. Wollen wir die jetzt gerade schicken? Wir fangen gerade an. Ja klar, dann schauen wir doch noch zu, wie die noch fertig gemacht werden. Sind die im Ofen oder wo sind die? Schaut. Ja, ich nehme natürlich nur eins, ich muss zwei. Da kennt man ja das eine oder andere Gesicht. Grüezi miteinander. Landfrauen aus vergangenen Staffeln. Ein guter, recht ein guter miteinander. Darf ich jetzt einen Löffel, dass ich vielleicht auch mal sicher. schnell... Warte. Also das möchte ich mir ja nicht lassen. Die ist so fein, sagt er. Siehst du? Ja, die ist Hammer. Schmeckt stark nach Champagner. Ne? Ja, das ist klar. Nicht nach Champignon, gell? Nach Champagner. Nein, nicht nach Champagner. Das ist wirklich etwas anderes, Katrin. Ja. Wie feierst du Silvester? Weisst du es schon? Nein, das Neujahr weiss ich, was wir machen, aber so Fest weiss ich noch nicht. Ja, Das heisst, Neujahr, weil es im Neujahr ist ausschlafen, oder? Nein, wir gehen morgen um 6 Uhr fort. Woher? Mit Ross und Wagen auf Liestu, als Fuhrmann zu 9. Ah, hör auf. Das Ja. ist ja etwas Traditionelles. Ja, schon, das gibt schon manches Jahr. Willst du probieren? Nein, ich muss nicht probieren, ich muss servieren. Nein, komm jetzt, Komm, probier Bier es. ist so geil. Da, nimm einen Schluck. Perfekt. Wo sind die Lachsröllchen? Ist gut, gell? Also, die sehen fein aus. Ich schlage vor, komm, wir fangen an zu servieren. Ich bin noch nicht einmal hier fertig. Schau mal, Oli, schau mal schnell. Ja, mach du, das ist gleich. Weißt du, die kommen ja zusammen, die zwei Vorspeisen. Das ist schon gut. Was haben wir jetzt noch Feines dran? Hoi, Beri. Hoi, Beri. Wir haben Hoi, Beri dran da, genau. Das ist jetzt schon fast wieder ein Geheimnis. Was ist dran? Das ist ein Geheimnis. Es ist jetzt wieder ein Geheimnis. Es hat ein bisschen Mascarpone drin, es ist Lachs, es hat ein bisschen Kräuter drin und ein bisschen Zitrone. Genau. Ihr serviert den Lachs. Komm mal, wir gehen hier hinten. Zu den Familien, einen recht guten. So, Simon, gratuliere zum 9. Rang. Und das wäre jetzt auch so Fisch. Ja, das kennst du ja, das schwimmt ja etwas Ähnliches bei euch im Teich. Gut. Wir gehen miteinander auf Rickenbach im Kanton Solothurn. Und dort ist Katrin daheim. Katrin gibt in der letzten berittenen Artilleriemusik der Schweiz den Takt an. Ich bin zu der berittenen Artilleriemusik gekommen durch das Ross. Wir haben ein altes Ross gekauft, das schon dabei war. Nachher bin ich dazu gekommen mit noch einem anderen Ross und jetzt spiele ich Polka. Die Schwierigkeit ist, das Ross zu führen gleichzeitig und gleichzeitig zu spielen. Und bei mir ist es besonders schwer, weil ich das Ross an den Füßen führe. Die Zügel muss sie auch daheim fest im Griff haben. Die Katrin und ihr Mann, der Stefan, haben 5 Kinder. Ich hoffe, sie sind ein gutes Mutti. Ich werde sicher nicht allen gleich gerecht. Aber ich sage mir auch, sie haben ja auch noch die 5. Ob es immer mehr braucht oder ob sie so eine Geschwister die auch sehr gut haben können. Ja, ich denke, das ist auch sehr viel wert. Gar nicht mehr. Der Stefan hat vor 30 Jahren den Hof der Eltern übernommen. Ein paar Jahre später ist auch Katrin dazugekommen. Kennengelernt haben sie sich dann zumal an der Fasnacht. Wir haben es sehr gut zusammen und es spürt auch, was sie brauchen, was sie muss haben. Oder es ist auch sehr hilfsbereit. Also ich kann in jeder Situation oder in jeder Lage, wenn ich ein Problem habe, dann schaltet das auf mich um. Ich kann es nicht besser haben. Danke.
Katrin oder Stefan geniessen Zeit miteinander, zum Beispiel beim Kutschenfahren. Auf dem Wagen bieten sie Fondue-Fahrten für Gäste an. Wenn wir zusammen ausfahren können, Stefan und ich mit der Rost, dann können wir ein bisschen plaudern zusammen, dann können wir ein bisschen über den Bauernhof reden, über die Kinder reden. Das ist einfach so ein Moment für uns. Ja, dann geht die Rost Ganz speziell sind die Zebu, die Stefan vor 8 Jahren suchen hat. Die Hausrinder stammen ursprünglich aus Südasien. Die Zebu sind uns schon ans Herz gewachsen. Es ist auch herzig. Wenn eins auf die Welt kommt, man weiss nie, was für einen Fahrpass hat, wie es aussieht. Und ja, es ist ein herziges Tier, wirklich. All die Horn, das sieht doch schön aus. Das Fleisch von so einem Zebu hat Katrin dann noch auf das Menü der Landfrauen da. Habt ihr die Zebu gesehen? Ja. Ganz lustige Viecher. Ja, Das ist mega. wirklich, Ja. Der Vorspeis gibt es einen Käseflamme mit einem Randensalat. Weihnachtlich mit Sternen dekoriert. Ja, zum Glück. Und auch die Hauptspeise kommt pünktlich auf den Tisch. Der heiß? Ja. Da mache ich auch Händchen an. Sehr gut. Oder ich bin so ein heißer Typ, was Dauer nicht schmilzt. Zum Filet vom Zebu hat es Spätzli und Würz gegeben. In der Küche hat Katrin sogar Zeit für einen Jass gehabt. Also ich würde sagen, es wäre ja klar wert. Also ich denke, die Landfrau würde sicher lachen und staunen, wenn sie wüsste, dass wir einen Jass machen. 3 Blatt. Die Katrin hat in der Küche Hilfe von ihrer ältesten Tochter gehabt, der Martina. Das Dessert war ein Solothurner Liebesbriefli mit Baumnussparfait. Die Katrin hat jeder Landfrau eine Liebesbotschaft hinterlassen. Wenn das Leben manchmal schwierig ist und du allein und einsam bist, wenn die Welt sich dreht und du bleibst stehen, dann glaub an mich, ich bin immer für dich da. So etwas mit Liebe zweckgerichtet, das wird mir bleiben. Katrin und der Stefan, du hast jetzt gerade gesagt, das sind wir, gell? Das heisst, ihr habt euch wiedererkannt in dem Film. Ist das so, wie es bei euch jeden Tag zu und her geht? Also bei uns geht es schon relativ sagt man turbulent zu und her, das ist so. Aber sie gehen ja auch in die Schule und in die Lehre und da habe ich auch ein bisschen Ruhe. Fliegen denn die jetzt nicht langsam aus, denn auch? Doch, mal. Nach der Lehre, denke ich, fliegen sie aus. Oder bleiben noch ein bisschen, wenn sie eine Weiterbildung machen. Und wie geht's dir, wenn du daran denkst? Gut. Wow. Wirklich? Hey, ja, ist doch schön. Also, die kommen ja auch immer wieder heim. Kommen sicher gerne wieder heim. Und bis das letzte ausfliegt, geht es noch manchmal sauber. Das denke ich auch. Ich möchte gerne etwas über die Zebus wissen. Das ist ein sehr lustiges Tier. Ist es vergleichbar mit einer Kuh? Ja, es ist einfach eine Mutterkuh. Es ist sehr noch ein bisschen der Wilddrang. Also, sie schauen sehr gut zu den Jungen. Also, wenn es Junge hat und Gefahr ist, machen sie einen Kreis und nehmen die Junge in die Mitte. Komm. Und fast wie Elefanten. Also ein Freund in die Weide rein, wenn es Junge hat, wäre ein bisschen gefährlich. Ist schon mal etwas passiert? Nein, zum Glück nicht. Ich habe gut abgehakt und ich denke, das tut eigentlich die Leute abhaken, reinzugehen. Wie bist du auf die Zebus überhaupt gekommen? Oder wie sind ihr auf die Zebus gekommen? Ja, das ist ein reiner Zufall. Ich musste etwas haben, das zwischen den Bäumen das Gras fressen und ich habe keine Schaufel oder Geissen. Und dann haben mich eigentlich die Tierärzte auf die Zebu aufmerksam gemacht. Und dann bin ich schauen und habe eigentlich auf Anfang an ist mir gerade gefallen, weil sie so verschiedenfarbig sind. Und sehr robust wahrscheinlich? Sehr, ja. Die brauchen nicht viel. Die fressen karges Futter eigentlich. Wir dürfen auch nicht zu viel geben. Sonst
hat man mehr Fett als Fleisch. Also haben Sie den Sommer gut überstanden, wo es in der Schweiz ein bisschen trocken Ja, war? das war kein Problem. Also hast du das Gefühl, so bis in 20 Jahren mit dem Klimawandel haben wir nur noch Zebus? Ja, vielleicht, wer weiß. Wie ist das Fleisch? Es hat sehr fein ausgesehen. Es sieht aus wie Rindfleisch. Mit was ist es vergleichbar? Ja, es ist Rindfleisch. Also ja, aber ich denke, es geht leicht in einen Wildgeschmack hinein. Und es ist sehr zart. Bist du froh, ist es durch? Wie hast du die Woche erlebt? Es war eine wunderschöne Hammerwoche. Sicher? Ja. Mit dem Höhepunkt oder mit der grössten Aufregung am Schluss? Also aufgeregt war schon. Der Samstagnachmittag war noch ein bisschen heavy, aber es war so schön, dass die Landfrauen bei uns angekommen sind. Einfach wirklich nur schön. Mit was rechnest du heute Abend? Steht dein Name im Kuvert? Das weiss ich nicht, das sehen wir dann. Hoffst du es? Es spielt keine Rolle, wer gewinnt. Wir haben es so gut untereinander. Es gewinnt die, die es verdient hat. Und wir haben alle gut gekocht. Es spielt keine Rolle. Katrin und Stefan aus dem Kanton Solothurn, aus Rickenbach. Wenn Sie noch nicht mitgemacht haben, dann darf ich Ihnen unseren Wettbewerb ans Herz legen. Nehmen Sie das Telefon und machen Sie mit. Zu gewinnen gibt es 10 solche Geschenkkarten von der Migros im Wert von je 1000 Franken. Das ist eine Möglichkeit, wie Sie bei uns mitmachen können. Ganz einfach heute Abend. Oder aber, und jetzt müssen Sie aufpassen, wenn Sie eine Landfrau sind oder eine Landfrau kennen, dann machen Sie doch mit nächstes Jahr. Es ist bereits die 13. Staffel von der Landfrauenküche und in unserem Fall ist das sicher eine Glückszahl. Wir suchen wieder 7 Kandidatinnen für die Landfrauenküche vom nächsten Jahr. Seid ihr eine gute Köchin? Magst du noch ein bisschen Mühe? Tut ihr gerne Gäste bewirten? Schnell den Rotwein suchen, Martina. Ja, ist gut. Und nichts bringt mich so schnell aus der Ruhe. Dann macht mit. Auch fürs nächste Jahr suchen wir Landfrauen, die gerne auch mal andere Flecken in der Schweiz lernen kennen. Informieren und anmelden kann man sich bei uns auf srf.ch/Landfrauenküche. Wir freuen uns auf euch. Dort hinten sind sie schon am Bügeln. Es ist verdächtig, Freni. Was hast du mit denen gemacht, dass die da hinten bereits den Rest von der Suppe trinken? Ah, die sind fertig. Die müssen nur noch das Dessert anrichten und das ist schon in der Kühle. Die Conny ist jemand, der immer überall eine eigene Variante findet. Das haben wir habe ich auch schon herausgefunden. Hast du herausgefunden? Ja. Jetzt bei einem Mandarinli-Soufflé. Haben wir über Salz diskutiert. Über Salz? Ja. Genau. Aber es hat jetzt ein bisschen drin. Ob es drin kommt oder nicht. Du hast gesagt... Kommt rein. Und bist du ein bisschen genervt? Geht's? Willst du Nein, ist total in Ordnung. Ja. Also es hat jetzt drin. Es ist ganz feine. Ja. Wenn man sie ein bisschen kennt, es ist wirklich ganz feine. Nein, wir haben uns jetzt gefunden. Es hat Salz drin, also es ist wie immer im Leben. Ich sage, wie es geht, und dann wird es so gemacht. Sag wie viel. Genau. Eben, es ist wie immer im Leben. Und Karin hat vorher als Kommentar gemeint, wir haben es wieder verhauen. Nein. Das stimmt mich nicht sehr zuversichtlich für das Pièce de Résistance. Das ist nämlich das Mandarinli-Soufflé. Genau. Also es kommt jetzt rein und laut Rezept hat es 25 bis 30 Minuten und wir schauen. Ich freue mich auf den nächsten Gast wie ein kleines Kind, weil sie begleitet uns seit Jahrzehnten. Und was sie schreibt, das lese ich jedes Jahr und ich vergesse das nie bis ans Jahresende. Und meistens hat es viel Wahres. Sie hat auch einen Doktortitel. Sie ist die grösste Astrologin, die es gibt. Sie ist die Star-Astrologin aus der Schweiz. Frau Tessier, ich begrüße Sie. So elegant ist doch niemand diese Treppe heruntergekommen. Sie haben Sachen vorausgesagt, die dann auch wirklich eingetroffen sind. Elisabeth Tessier hat zum Beispiel schon vor der Katastrophe zu Tschernobyl gewusst, dass etwas Schlimmes wird passieren. Auch beim Berliner Mauerfall hat sie eine Vorahnung auf eine grosse Veränderung gehabt. Ihre Prognosen machen Elisabeth Tessier berühmt. Selber sagt sie über sich und ihr Sternzeichen: Ich habe einen Mars im 3. Feld, das heißt, dass ich mich ziemlich schnell angegriffen fühle. Aber wissen Sie, ich glaube auch nicht, dass ich mir das einbilde. Ja?
Ich glaube nicht, dass ich paranoiak bin oder so. Vor ihrer Karriere als Astrologin hat Elisabeth Tessier als Model gearbeitet und in 20 Filmen als Schauspielerin mitgewirkt. Zum Beispiel in L'Incorrigible mit dem Jean-Paul Belmondo. Dispensance et l'usage. Eh bien, moi, je vous en donne 20, si l'affaire ne se fait pas. Heute kennen wir sie aber vor allem als Astrologin. Auf ihre Prognosen haben sogar Persönlichkeiten wie der französische Präsident Mitterrand oder der Juan Carlos, der König von Spanien, gesetzt. Auch heute ist Elisabeth Tessier noch umtriebig, wie hier bei einem Fotoshooting mit ihrem Mann Gérard Hineck. Ihr Motto: immer positiv bleiben. Man muss Hoffnung behalten. Das ist ganz wichtig, die Hoffnung. Ich glaube, alle diese, die nach unten gehen, das kommt, wenn man Hoffnung verliert. Wenn man die Hoffnung in die Menschen verliert. Elisabeth Tessier, Astrologin, Model, Schauspielerin. Und da ist Madame Tessier. Guten Abend, Madame. Darf ich Sie gleich an den Arm nehmen? Wir gehen zusammen. Schauen Sie mal das Publikum. Hat sich sehr gefreut auf Sie. Vorsicht, Stufe. Ja, ich bin nämlich vor 8 Tagen im Ski gefallen. Und habe mir da etwas verstaucht, aber gut. Sie fahren Ski? Ja, das war ein schlechter Mars, aber gut. Ja. Hätten Sie das sehen können? Ja, ich habe sogar Angst gehabt, aber gut, ich bin trotzdem gegangen, wissen Sie? Geht das so? Wunderbar. Aua. Es schmerzt mich auch ein wenig, wenn ich es schon sehe, aber jetzt haben wir es geschafft und Sie sitzen. So, Sie fahren regelmäßig Ski? Herr Hartmann, was wissen Sie eigentlich von dem Unterschied zwischen Astrologie und Hellseherei? Weil ich bin keine Hellseherin. Ja, natürlich. Kennen Sie den Unterschied? Nein, kenne ich nicht. Also ich ahne den Unterschied, aber Sie können ihn mir sicherlich besser erklären, als dass ich es je hätte können. Ja, gut, das ist ganz wichtig für unsere Zuschauer, weil ich bin keine Hellseherin und ohne meine Programme im Computer, die auf die NASA die Positionen, die astronomischen Positionen der Planeten im Himmel, im Zodiac, wie sagt man? Die Sternzeichen? Ja, mit den Zyklen, den kosmischen Zyklen. Ohne das könnte ich nichts sagen. Und ich habe keine Kugel, nichts. Nein, natürlich nicht. Wissen Sie, die Astrologie muss man lernen. Aber das, es gibt gute Hellseher, glaube ich. Aber das ist etwas, das man meistens vererbt hat. Geerbt oder vererbt? Ja, genau. Beides, es geht beides. Ja, okay. ja. Genau. Aber es muss authentisch sein. Und es ist schwierig. Ein Hellseher kann eigentlich, man muss abwarten, bis die Ereignisse kommen. Glauben Sie denn? Ein Astrologe kann einen anderen Astrologe kontrollieren. Man kann es vergleichen, zu sehen, ob die Konklusion, gleich sind. Der Schluss am Ende, genau, ob die Entscheidung stimmt. Genau. Ja? Aber gut, ich wollte Glauben Sie denn an Hellseherei? Ich habe schon einige Hellseher authentische getroffen. Ja, es gibt es wirklich. Und Ihre Wissenschaft, die ist viel, viel exakter, wenn Sie mit der NASA zusammenarbeiten. Das heißt, die Hellseherei, die kann besser das Was sehen. Was. Sie haben zum Beispiel, der Astrologe sieht, Sie haben einen schlechten Mars. Gut, das kann ein Unfall sein, es kann eine Aggressivität mit jemand anderem, ein Kampf, es kann etwas Aggressives sein, aber man weiß nicht genau was. Der Hellseher, der weiß nicht wann, aber der Astrologe kann auf den Tag sehen, wann. Aber der Hellseher kann, wenn er begabt ist, kann sehen, was. Können wir zusammen ein bisschen zurückschauen ins Jahr 2018, was von den Prognosen auch eingetroffen ist? Wirtschaftlich haben Sie einen Aufschwung prognostiziert. Haben Sie den auch erlebt? Den Aufschwung erlebt? Ja, also es war ein gutes Jahr. Es war ein ziemlich gutes Jahr. Schlecht geendet mit Ihrem Bein? Ja, natürlich. Nein, das war ein gutes Jahr. Was ich prognostiziert habe, was passiert ist speziell, und das kann sich wieder Anfang Mai wiederkommen, dieses nächste Jahr.
Das ist diese Dissonanz, ganz wichtige Dissonanz zwischen Uranus und Neptun. Und das sind Probleme, das ist ein ganz seltener Zyklus. Und das hat ich hatte das vorausgeschrieben, also annoncé, sagen wir. Ja, vorausgesagt. Ich kann nicht mehr Deutsch. Doch. Ich spreche nicht mehr Deutsch. Sie sprechen wunderbar Deutsch, ich verstehe alles. Ich habe aber kein Schweizerdeutsch mehr, überhaupt nicht. Nee, Nein, Sie leben in Genf. In Bern ich bin im Progymnasium gsi. Ja. Ja, aber mit 12 Jahren sind wir weg von Aber ich Bern. finde Ihren Akzent wunderbar charmant. Ah, bon, très bien. Ja, ja. Also ich sagte, ich habe gesagt, dass das gibt Probleme mit dem Internet, ganz große Cyberattacken. Und das kann jetzt, dieses nächste Jahr, wieder da sein, speziell im Frühling. Und da muss man wirklich seine persönlichen Daten versichern. Es kann noch schlimmer sein. Ich meine, dass man plötzlich, ich weiß nicht mehr, die Daten während 2-3 Tagen keinen Anschluss hat mit Internet oder so. Und das ist auch ein Zyklus, der mit wie sagt man, Umweltproblemen, große Umweltprobleme mit Wasser, das hat mit Wasser, Neptun ist Wasser und Uranus sind die unerwarteten Ereignisse und hoffen wir mal, dass es nicht... Gut, aber sowieso das Jahr. Sie sind ja optimistisch, grundsätzlich. Ja, ich bin ziemlich optimistisch. Und astrologiesüchtig, habe ich gelesen. Wie äußert sich das? Ganz astrologiesüchtig. Wirklich? Das ist wie eine Droge. Wie sieht denn so ein Tag aus bei Ihnen? Sie stehen auf und dann setzen Sie sich schon mal an die Maschinen und dann... Ja, nein, mein Schützemann ist... Ihr Mann ist da. Ihr Schützemann? Mein Schützemann. Ach ja, immer das Tierkreiszeichen, ganz wichtig. Aber ja. das ist gut, weil ich bin Aszendent Schütze. Gott sei Dank, das korrigiert den Ich wäre Steinbock. Ihr Zwillingsmoderator. Was sind Sie? Zwilling. Ah, das ist gut für die Kommunikation. Schon. Sie machen den besten Beruf für einen Zwilling. Ehrlich? Meine Frau ist... Wenn ich Sie schon mal am Tisch habe. Meine Frau ist Skorpion. Ja, und? Ja, ist okay. Ja, natürlich. Ja, was würden Sie aus professioneller Sicht sagen? Ja, das kommt drauf an. Wissen Sie, ein Horoskop ist etwas sehr Kompliziertes und sehr Präzises. Wenn man sagt, dass man ist Zwilling, das heißt nur, dass die Sonne bei der Geburt im Zeichen Zwillinge war. Aber wo war der Mond, wo war der Aszendent, wo war Merkur, Venus etc.? Alle Planeten des Tierkreises waren irgendwo im Himmel. Und alle diese Faktoren haben natürlich eine große Wichtigkeit. Und deshalb, wenn man im Allgemeinen sagt, ich kenne jemanden, ein ganz großer Couturier in Paris, der hat zu mir gesagt, einmal in einem Flugzeug, er war auch Zwilling, und hat gesagt, oh, ich engagiere nie einen Skorpion, nie. Entschuldigung. Ich engagiere nie einen Skorpion. Und ich habe gesagt, warum? Und ja, weil das nicht so gut geht so gut passt mit Zwillingen. Und ich habe gesagt, das ist ja dumm. Entschuldigung, aber das ist dumm, weil ihr Skorpion, die Skorpione, die Sie Das ist ein wunderbarer Skorpion, wahrscheinlich der beste Skorpion der Welt. Ja. Den habe ich. Gut, Sehen Sie? den haben Sie. Gut, und ich habe den zweiten, weil das ist meine Tochter, die ist auch die beste. Voilà. Aber sie ist nicht meine Frau. Einfach, ja, dass das das ist auch wahr. noch Ja, Gott sei Dank. Ganz kurz, Ja. 2019. Ja, Auf also was das Jahr, dürfen wir uns gefasst machen? also im Allgemeinen, das Jahr endet viel besser, als es anfängt. Januar wird ein bisschen sehr stressig, speziell nach dem 9. so. Und bis um den 21. Da ist eine Sonnenfinsternis am 6., an meinem Geburtstag leider. Und dann eine Mondfinsternis am 21. Das ist also dieser Januarmonat, da könnte Börsenprobleme sein, Probleme mit der eben Umwelt, auch mit vielleicht Migranten oder so Aufruhr, wie wissen Sie? Also Aufruhr, große Aufruhr, nicht nur vielleicht in Frankreich. Bleiben wir zu Hause, überhaupt. bis mal der Januar mal durch ist. Aber am Ende Januar kommt ein guter Zyklus. Und am Ende des Jahres, ich gehe sofort auf das Ende, da kommt ein sehr schöner Zyklus, der bringt wieder
der ökonomisch, wie sagt man, wirtschaftlich wird es ganz besser. Okay. Und mit Jupiter, Uranus, und der bringt auch große, wichtige Erfindungen in der Wissenschaft und speziell in der Medizin. Nicht nur in der Medizin, aber speziell wissenschaftliche Erfindungen. Und das wird ein schöner Zyklus am Ende des Jahres, weil das ganze Jahr hindurch ist der Jupiter, das ist der Glücksplanet, in seinem Zeichen nach 12 Jahren. Und das ist natürlich für die Schützen, aber auch für die anderen Feuerzeichen, wie der Löwe speziell und die Widder mit einer kleinen Einschränkung von Anfang. Lachen Sie nicht. Nein, ich lache nicht. Ich bin einfach erstaunt, wie präzis das alles. Ja, das ist noch viel präziser als das. Aber ich muss das ein bisschen resümieren. Ja. Ach, das ist schon die Zusammenfassung? Ja, das ist schon. Ja. Weil, also über die Schweiz, wir sprechen über die Welt, aber jetzt dachte ich an die Schweiz. Aber man muss auch alles über, es gibt auch... Großen Zusammenhang auch sehen. Das Problem ist, es kommt darauf an, ob man die Mundanastrologie analysiert oder die Astrologie, was die Zeichen betrifft. Und wenn wir jetzt die Gewinner des Jahres, was die Zeichen betrifft, nennen, dann kann man sagen, im Großen und Ganzen zuerst die Jupiter-Gewinner, das sind eben die Schützen, aber mit einer kleinen Ausnahme, die zwischen dem 6. und 12. Dezember geboren sind. Die haben einen schlechten Neptun, der bringt Konfusion oder zum Beispiel oder Überschwemmungen zu Hause oder Diebstahl oder sowas. Ach, okay. Ja. Die müssen dann aufpassen. Doch lieber die Überschwemmung. Ja. Nein, aber es kann vieles sein. Es kann Kabalen sein, es kann allerlei sein. Also. Aber es ist zu kompliziert hier. Ja. Die anderen Zeichen, also die besten, sind eben die Stiere vom Mai, die Maistiere, weil die vom Anfang von April, die erleben eine ganz große Veränderung und das kann dann positiv oder negativ sein. Es kommt auf das Geburtshoroskop an. Die Skorpione, dann wird Ihre Frau sich freuen. Die Skorpione haben auch ein gutes, speziell wenn sie vor dem 16. geboren sind. Ist sie? Dann freue ich mich auf ein tolles 2019. Und dann die Löwen, die vor dem, eigentlich alle Löwen. Okay. Nur die vom ganz Anfang, die haben den Uranus-Einfluss mit großen Veränderungen. Wissen Sie was? Ja, was? Wir sprechen dann gleich alle weiter. Wissen Sie was? Ja. Wissen Sie was? Ich weiß nicht viel, aber das, was Sie wissen, sowieso nicht. Was Sie wissen, will ich vielleicht auch nicht. Sagen Sie es. Aber wann sind Sie geboren, Ihr Zwilling, Sie Zwilling? 1. Juni. Ah, das ist besser. Ich hatte Angst, dass Sie zwischen dem 6. oder dem 7. und 12. geboren sind. Das sind die weniger Glücklichen da. Bleiben Sie noch ein wenig da, auch nach der Sendung, dass wir uns noch ein bisschen unterhalten können. Ja. Weil die Frauen, die sind am Kochen, die möchten gerne servieren. Ja, natürlich. Ich möchte nicht unfreundlich sein. Aber Nein, ich das muss geht Sie mir gut. Kann ich auch Ja, probieren? natürlich, Sie dürfen selbstverständlich. Und zuerst gibt es einen schönen tosenden Applaus für die Frau Doktor, für Elisabeth Tessier. Verdammt, ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie noch ein bisschen sitzen. Ja, gerne. Und dem Bein alles Gute. Gute Besserung. Danke. Gute Besserung. Wir haben so viele spannende Frauen heute. Wir haben die Landfrauen, die kochen. Wir haben Elisabeth Tessier da. Und jetzt auf der Bühne 5 Frauen, die für Furore gesorgt haben, musikalisch in diesem Jahr. Sie sind das 5. heute da. Also eigentlich wäre es das 6. Jemand ist nicht da, ist aber ersetzt worden durch jemanden, der dann in 2-3 Wochen auch da ist. Sie sehen dann gerade, warum. Es ist nämlich jemand schwanger. Und sie haben einen wunderschönen Song. Liebe Frauen, liebe Mütter, dieser Song ist für euch. Der Song heisst «Königinnen» und da ist «Herz».
ist ein Tag im Sommer, wo wir die Geburtstag gefeiert haben. Ich bin vielleicht grad mal 6 aus einer alten Schulschachtel habe ich dir eine Krone gebastelt und gesagt: Mama, schau, das ist mein Geschenk für dich. Denn für Königinnen so wie du, für dich ist das Beste grad gut genug. Was du dir wünschst, sollst du haben. Du bist eine Stimme für andere da. Königinnen so wie du, die mit dem Herz aus Gold. All die Mütter von uns Kindern sind die wahren Königinnen. Er hat seine Koffer gepackt, du hast hinter ihm die Tür zugemacht. Da läuft ihre Tränen Backen an. Ich hab dich gehabt und zu dir gesagt: Mama, jetzt sind wir nur noch 2. Doch es kommt schon gut, wir schaffen das. Denn für Königinnen so wie du, für dich ist das Beste grad gut genug. Was du dir wünschst, sollst du haben. Du bist eine Stimme für andere da. Königinnen so wie du, die mit dem Herz aus Gold. All die Mütter von uns Kindern sind die wahren Königinnen. Ein warmer Wintersonnenstrahl leitet sich auf dein weisse Haar. Und du fragst mich, was noch alles wird kommen. Weisst, für Königinnen so wie du, für dich ist das Beste grad gut genug. Was du dir wünschst, sollst du haben. Du bist eine Stimme für andere da. Königinnen so wie du, die mit dem Herz aus Gold. All die Mütter von uns Kindern sind die wahren Königinnen. Königinnen so wie du. All die Mütter von uns Kindern sind die wahren Königinnen. Danke vielmals, merci vielmals. Herz. Hallo miteinander. Danke vielmals für den berührenden Song. Ihr seid ab dem Frühling auf Tournee. Genau, ab euch kann Mai. man live hören. Ab dem Mai. Ab dem Mai. Wir wünschen euch viel Erfolg und dir alles Gute in 2, 3 Wochen ungefähr. Also gut. Macht's gut. Herz. Und ich glaube, wenn ihr nur halb so gut kocht, wie ihr singen könnt, dann kocht ihr wahrscheinlich 16, 17 Punkte. Jetzt bei unseren Landfrauen, die können wirklich kochen in Sachen Singen. Naja.
Yeah! Unsere Landfrauen, darf ich euch auch in anderen Sendungen einfach mitnehmen? So im Handgepäck. Ihr bringt die Stimmung. Wir feiern also nicht Silvester da, sondern das ist das Finale der Landfrauen-Küche 2018. Mittlerweile ist das der höchste Viertag im Land. Wenn Sie noch etwas gewinnen wollen heute Abend, machen Sie unbedingt mit bei unserem Wettbewerb. Macht mit und gewinnt beim Wettbewerb der Landfrauenküche eine von 10 Migros-Geschenkkarten im Wert von je 1000 Franken. Läutet jetzt an auf die Nummer 0901 544 911. Für 80 Rappen pro Anruf oder gratis mit dem Handy im Internet. Ob ihr zu den Gewinnern gehört, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Alle Infos und Gewinner auf srf.ch/Landfrauenküche. Viel Glück! Ist der Lauch? Wo ist der Lauch? Welcher Lauch? Nein, nicht Lauch. Was war es? Ui, Entschuldigung. Kohlrabi. Kohlrabi? Den haben sie schon gegessen. Den haben Sie serviert? Ja. Okay, gut. Dann flambieren wir jetzt hier Fleisch. Oh, ich habe Angst. Ich auch. Also, wir haben Apero, Vorspeise, Hauptspeise. Wir sind jetzt... Hey, wow! Es brennt. Oli, komm mit der Kamera. Du musst hierher kommen. Schau mal das an. Das verpassen wir. Kannst du ein bisschen dunkler machen, Thomas? Ja. Geht das? Dass man sieht, dass es flambiert wird? Du musst noch warten, bis jetzt alles da hinein. Oh, das brennt. Ja, mal das tun. Kann man das Licht ein bisschen dimmen vielleicht? Es geht. Danke vielmals. Schaut. Oh, ho, ho, ho! Wow! Für was ist Flambieren eigentlich gut, ausser optisch? Weißt du jetzt, was du da gewinnen kannst? Sieht noch gut aus. Aber sieht gut aus. Also, das ist Kalbsmedaillon. Von welchem Stück ist das? Das ist Filet. Filet, ja. Wenn es noch ein bisschen kleiner ist, Das teuerste Fleisch, das man kann essen kann. Ja. Schon. Und was ist in der Sauce? Das ist Pistazien-Limettensoße, also Pistazien-Limetten-Rahmsoße mit dem Kalbsfilet dazu. Und wir würden jetzt hier noch geschwind ein bisschen von dem Sud dran tun. So. Genau, man muss schnell ein bisschen verrühren. Und dann wären wir auch schon bereit zum Anrichten. Das sieht sehr fein aus. Dann hole ich doch in der Zwischenzeit noch jemanden führen, der helfen servieren und der sicher auch immer Hunger hat. Königinnen, die haben wir bereits gehabt. Okay. Wer jetzt noch fehlt, das ist ein veritabler König. Ja, Vielleicht wissen Sie und haben schon herausgefunden, welchen ich meine. 106 Kränze, davon 4 eidgenössische. Der Sempach Matthias ist einer der besten Schwinger in den letzten 10 Jahren. Der Höhepunkt seiner Karriere, der Titel zum Schwingerkönig 2013 in Burgdorf. Dort drückt den Verbandskollege Stucki Christian im Schlussgang ins Sagmau. In Erinnerung bleibt der sportliche Kampf und ein emotionaler Sieger. Ich gelte ehrlich sonst als böse. Bei den Schwingern sagt man das. Und, ich glaube, es schadet auch nichts, wenn man ein Angstgesicht sieht von einem Schwinger. Ein Schwingerkönig der rutscht in die Öffentlichkeit. Es folgen Medienauftritte, zum Beispiel ein Fotoshooting mit Michelle Hunziker, die von Schwingen eigentlich keine Ahnung hat. Nein, ich habe nicht sofort gewusst, wer er ist, weil ich lebe jetzt seit langem in Italien, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt weiss ich, wer Matthias Sempach ist. Und es ist ein richtiger Bärenbub. Berner Bub. Bärenbub. Der Sempach Matthias hat die Lehre zum Landwirt und zum Metzger gemacht. Von Fleisch hat er also sicher eine Ahnung. Die letzten Jahre sind aber im Zeichen vom Sport gestanden und da hat er als Vorzeigeathlet gegolten, der voll auf Fitness setzt. Trotzdem hat der Top-Athlet auch mit Verletzungen zu tun gehabt, wie eine Fußverletzung im 2014. Er hat sich aber wieder zurückgekämpft und weiterhin schwingfest gewonnen. Im August dieses Jahr kommt aber nachher der Schock. Ein Bandscheibenvorfall zwingt den Berner zum definitiven Rücktritt. Sie haben mir dann gesagt, dass das leider, oder aus ihrer Sicht, aus der medizinischen Sicht, wäre es sinnvoll, wenn ich den Rücktritt geben würde. In Erinnerung bleibt der Sempach Matthias als sympathischer Berner Schwinger mit Herz. Und da ist der Matthias Sempach. Ciao Marco.
Genau, du hast aufgehört zu schwingen und ich habe mich jetzt entschieden, einfach auch wegen der Postur, dass das etwas wäre für meine Zukunft. Das ist immer wieder ein schönes Bild. Wobei, mich denkt, du hast ein bisschen abgenommen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Komm, wir gehen in die Küche miteinander. Hä? Ja, es ist so. Hast du wirklich? Ja, etwa 7 Kilo, ja. Was ist das und ich wollte nicht abnehmen, aber ja. Gut, das ist auf 250 Kilo, ist das 7 Kilo ja nicht wahnsinnig viel, oder? Also, warum hast du abgenommen? Ja, ich bin von Natur aus sehr schlank. Und ich musste die Gewichte extrem antrainieren und anessen. Essen tue ich sehr gerne, von dem her, also ich esse immer noch gerne, aber irgendwie, ja, jetzt das Gewicht wieder verloren. Ja. Mal da, das sind die Landfrauen, das ist der ja. Matthias. Schönes Bild. Ich glaube, Anita kennst du? Genau, ja. Woher? Du kannst noch. Also, ja, vom Job her, den ich gemacht habe, ich habe in der Futterberatung gearbeitet und habe ihren Mann und Anita für die Fütterung betreuen. Und das war immer sehr schön, ich bin immer extrem gerne zu ihnen und es hat auch gerne ein Käferchen gegeben. Also, gute Erinnerungen. Ja, und ein bisschen tiefe Stuben hast du aber, oder? Ja, er ist einfach reingekommen und sofort abgehockt. Ja, damit er den Grind nicht anschlägt. So wie sieht es aus? Kann der Matthias schon servieren? Oder habt ihr schon? Irgendwann haben wir so. Ich sage das. Mir hat Mann gesagt, ich könnte servieren. Wo ist das Fleisch? Das ist schon lange weg. Nein, das ist nicht alles schon weg. Das ist ein Ausbein. Ah, ja, nein, das ist ja gut. Dann haben wir Zeit, ein bisschen miteinander noch zu schwätzen. Die Szene, die wir gesehen haben, wo du den Rücktritt bekannt gegeben hast. Was ist vorher passiert? Wie ist es so weit gekommen, dass du nachher an dem Tisch gehockt bist? Kannst du das uns noch einmal erzählen? Ja, in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren hatte ich wieder ein bisschen Probleme mit dem Rücken. Es ist aber manchmal zum Glück auch wieder besser gegangen. Und da hat man einfach öfters ein bisschen Schmerzen gehabt. Am Anfang haben wir mit diesen Schmerzen gut umgehen. Aber es hat sich dann gestaut und ich habe extrem viel unternommen. Ich wollte unbedingt noch weiter schwingen. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass es nicht mehr geht. Und der Aufwand und die Leidenschaft, das habe ich extrem gerne gemacht, weil ich immer gewusst, dass ich zu den Besten gehören kann. Und jetzt habe ich gemerkt und gespürt, dass ich das nicht mehr kann, wegen der Gesundheit. Und ja, das ist dann auch der Entscheid gefallen. Und ich heute zum ersten Mal gesehen habe, vor der Sendung, habe ich gefragt, wie geht's dir? Und du hast spontan gesagt, super gut. Hast du etwas daraus herausgelernt? Bist du in eine nächste Lebensphase eingetaucht? Hat sich etwas gross verändert? Kannst du das mal erzählen? Ja, das eine und das andere vermisst man natürlich schon. Aber auch wenn ich zurückschaue, ja, 25 Jahre dürfen schwingen, also von dem her, es ist nicht so, dass ich mit 20 hören musste. Ich habe so viel Schönes erleben. Ich bin auch zufrieden mit meiner Karriere. Und jetzt habe ich ein neues Ziel. Das hat sicher mir auch geholfen. Jetzt mit dem Rücktritt, dass ich dort ein bisschen weniger Mühe hatte. Ich darf ab dem 1. Januar mit der Familie zusammen einen Landwirtschaftsbetrieb übernehmen. Und jetzt bin ich natürlich extrem motiviert und ich denke, das hilft auch, dass ich mit dem Rücktritt besser umgehen kann. Und wie planst du jetzt die Landwirtschaft? Das ist ja nächste Woche, he? Genau. Geht das an? Ja, das auch. Was hast du schon unternommen? Ja, jetzt habe ich einfach einen Hochdruckreiniger gekauft. Nein. Das ist ein guter Anfang, habe ich auch. Darum, ich bin ja auch fast Bauer. Wir planen natürlich und wir freuen sich jetzt auf das, aber ja, für mich gibt es einen Neuanfang. Und ja, Schritt um Schritt. Und wichtig ist jetzt auch ein gut einleben. Ja, jetzt bin ich in der Innerschweiz, nicht mehr im Bernbiet, aber wir freuen uns und ich bin motiviert. Ja. Und was machst du denn? Milch, Fleisch, kombiniert? Milchwirtschaft, ja. Milchwirtschaft und dann sind noch 100 Mastzäune. Und ja, vor allem die Milchwirtschaft war immer eine grosse Leidenschaft von mir und auf das freue ich mich sehr. Du hast den einen oder anderen Spezialist, der dir jetzt wahrscheinlich dann nachher noch gute Tipps geben. Ich wünsche dir viel Erfolg. Viel Glück. Hat es noch irgendetwas zum Servieren? Das Dessert ist noch nicht parat. Hat das Fleisch? Hat noch jemand ein bisschen Fleisch? Ich hätte das wahnsinnig gerne angeschaut. Dessert kann man servieren. Komm, mal schauen. Hat es noch einen Ort? Ein bisschen Hand auf. Alles gegessen. Wer hat von dem Fleisch gehabt? Ich brauche ein Mikrofon. Dessert war jetzt bereit. Das Mandarinli? Ja. Gut, ich wollte schnell... Moment. 10 Sekunden. Die musst du. Wer hat Fleisch gehabt? Gut.
Zu wem gehörst du? Zu welcher Familie? Ah, das ist Emmental. He? Hallo, Affoltern, willkommen. Wir sind Berner. Ja, verwandt, verschwägert mit der Anita? Ich bin Gotte vom Simon. Stolz, nichts geworden bei der Fehlschau. Weiss. Und wie ist jetzt das Kalbsmedaille? Oh, das war sehr gut, sehr fein, zart, super. Von einer Skala 1 bis 10 würdest du? 10,5. Gut, und einen Applaus vielleicht? Vielleicht, ja. Das ist der Hauptgang-Applaus. Dankeschön. Und jetzt sofort. Ich habe gesagt. Mandarinli. Das ist das, was könnte wirklich in die Hose gehen. Das muss man im richtigen... Schaut mal das Soufflé an. Hallo? Kann jetzt noch etwas passieren, Vreni? Ja, jetzt kann es zusammenfallen. Ihr müsst einfach schnell sein. Sollen wir auf die Seite? Nein, laufen. Das ist Ei, wo das so lässt gehen. Genau. Matthias, du darfst irgendwo, gell? Sie schreien wahrscheinlich dann wieder Hunger, Hunger, Hunger. Aber vielleicht der Frau Tessier und ihrem Mann einen Teller. Die hast du schon gehabt? Ah, da kenne ich jemanden. Ist noch nicht mal abgeräumt worden. Jetzt gehe ich aber zu denen, die ich kenne. Ein guter, hä? Wer hat noch? Hey, wir haben es im Griff. Schau da, Mandarinli und Soufflé. He? Ich habe geschaut, dass es nicht zusammengeht. Das ist gut so. Recht ein guter. Der hat noch Teller, gell? So, hier tun wir mal Soufflé her. Einen guten miteinander. Hä? Oh, du hast sicher auch noch, gell? Schau da jetzt noch. So. Hast du beide? Vielleicht denen. Was ist jetzt mit denen? Das ist eben, weil ihr zu wenig schnell gelaufen sind. So heikel ist das. Ja. Seht ihr das? Das ist wirklich... Das ist unsere Schuld. Ja. Macht man so etwas in einem professionellen Gastronomiebetrieb oder ist das Risiko zu gross? Also der Service wird rein. Und der Service wird regelmäßig angeschnurrt, weil es ist immer der Service die schuld. Also, das, was drinnen ist, das ist wunderbar fein. Es sieht jetzt nicht mehr gerade so aus, Genau. wie es hätte sollen. Aber ein Applaus fürs Dessert, für das wunderbare Mandarinli Soufflé. An dir sind Matthias, herzlichen Dank. Du bleibst uns noch ein bisschen erhalten. Und jetzt der nächste Hof zum Spienzeln, wie man es macht. Wir gehen in den Kanton Thurgau, nämlich zu der Christine Egger. Und dort hat es viele hohe Bäume, so wie du. Im Thurgau ist Äpfelernte angesagt. So viel wie der Herbst hat es noch nie gegeben bei Eggers. Da muss die ganze Familie mit anpacken. Die Christine, die beiden Kinder, der Lenny und die Mia, der Adrian auf der Maschine und der Schwiegerpapa Rudi. Im fortschrittlichen Landwirtschaftsbetrieb hat Christine aber sonst nicht viel mit der Hofarbeit zu tun. Im Äpfel auflesen quasi oder sortieren mache ich mit, ja. Im Stall und so eher weniger. Nur gerade im äußersten Notfall. Weil da ist der Adrian der Chef. Im modernen Stall nehmen die Maschinen viel Arbeit ab, wie zum Beispiel der topmoderne Milchroboter. Das ist natürlich nicht mehr ganz so, wie man es vielleicht sonst einmal sieht. Ja. Als moderne Landfrau kocht Christine vor. Am 6:30 am Morgen. An 2 Tagen in der Woche geht sie nämlich auswärts arbeiten. Hallo. Wer ist denn da schon wach? Zuerst müssen aber noch die Kinder aus dem Bett geholt werden. Christine arbeitet bei einem Grossverteiler auf dem Büro. Hi, Erna, morgen. Das Arbeitsgespänli Erna war es auch, das Christine daraufgebracht hat, bei den Landfrauen überhaupt mitzumachen. Sie hat vor 2 Jahren mich gerade anmelden. Ich hatte schon das Programm offen. Ich habe gesagt, Fotos habe ich auch. Und ich so, nein, sicher nicht. Ich schaue das einfach gerne. So richtig auftanken kann sie beim Volleyball. Die Christine, die nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, ist froh, hat sie ab und zu Freiheiten, trotz Landfrauenleben. Ja, so stimmt es für mich, dass ich auch meine Welt noch ein bisschen habe wie früher und es ergänzt sich so. So viel
Sachen. Am gleichen Strick ziehen Christine oder Adrian, wenn es darum geht, Platz für die Landfrauen zu machen. Ja. Im Kinderzimmer von der Tochter Mia. Immer. Natürlich mache ich alles für meine Frau. Viel besser. Der Adrian und Christine sind schon seit 18 Jahren ein Paar. Wir sehen, die Frauen haben das schöne Bett. Das ist jetzt unser neues Gestell, das ist jetzt in. Dann irgendwann an einem Fest hat man sich dann mal so ein bisschen kennengelernt. Ja. Gell? Genau. Schon daher gekommen. Gell? Ja. Grosszügig auf den Drink eingeladen, obwohl alles eigentlich gratis war. Hast du schon mal geschrieben? Ja, geschrieben, jawohl. Und so hat das Zimmer fertig ausgesehen. Die Unten in der Küche waren Christine und die Küchenhilfe Claudia nicht ganz so entspannt. Ja, jetzt gibt es Beruhigungströpfchen gegen die Nervosität. Ui, das macht also ein Schwänzchen, das ist nicht gut. Zur Vorspeise hat es eine Thurgauer Mostsuppe gegeben. Das ist unsere Vorspeise. Wir machen aber ein bisschen Platz. Danke. Was ist das? Äpfel? Ah, das sind Äpfel. Jesus, gut. Noch ein bisschen weiter. Das ist jetzt volles Risiko. He? Das Pièce de Résistance war aber das Filet im Speckmantel. Kannst du nachher sagen, wenn es fertig ist? Das Filet ist knapp. Das Filet ist zu wenig durch. Das ist Liebhabersache, ob man das gerne hat. Ich vermute tendenziell eher weniger. Jenu, das ist in die Hose. Achtung! So, wir servieren den Hauptgang. Ja. Die Frauen haben aber nichts vom Malheur in der Küche mitbekommen. Oh. Das Filet weiss ich nicht, ob es ein bisschen mehr hätte durch sein sollen, aber es war sehr gut. Ja, es wäre cool, wenn ich es auch so kochen könnte, muss ich ehrlich sagen. Wow. Eine vernichtende Kritik würde anders tönen. Gutes Zeichen. Vielleicht könnt ihr gerne Kalbsfilet, das nicht ganz durch ist. Das sieht doch schon mal gut aus. Beim Dessert hat Christine nochmal alle Register gezogen in Sachen Äpfel. Es gibt ein Äpfelmus, Äpfelmacaron und obendrauf noch ein Äpfelküchli. Ein würdiger Abschluss für die Landfrau aus dem Thurgau. Christine und der Adrian, die ganze Schweiz hat lange drauf auf die Landfrauenküche 2018. Du hast den Start gemacht. Und dann das Filet. Ich habe gelitten. Wie die ganze Schweiz. Wie ist es dir gegangen in diesem Moment? Ja, also ich habe man sieht es ja im Film auch. Ja, nicht wirklich. Ich glaube, du überstrahlst es noch ein bisschen mit gequältem Lächeln. Ist so meine Behauptung. Innerlich wärst du am liebsten, glaube ich, einfach verschwunden. Ja, etwa so ähnlich war es. Ja. Nein, ich habe echt gedacht, nein, das Filet ist echt zu wenig. Ja. Hast du noch einen Rettungsplan gehabt? Was hast du Nein, dir ich habe überlegt? gefunden, wenn ich es jetzt wieder rein tue, dann wird es zu trocken und dann ist es nicht mehr fein. Darum haben wir gefunden, ja, raus mit dem und auf gut Glück. Und Ich habe eben noch überlegt, ob du das nicht noch schnell einfach in der Bratpfanne wenden willst. Nein, Jesus! Nein, das wäre gar nicht gut gekommen. Nein. Und dann die Reaktion aus dem Esszimmer raus. Alles gut? Ja, alles gut gewesen. Ich habe es auch nachher probiert, selber, wo dann alle Teller weg waren, habe ich gesagt, es ist gar nicht so schlimm, es ist gut. Ihr habt vor allem Obst. Wie viele Bäume habt ihr, Adrian? Über 600 Horsten. Gott. Weiss man da noch, welcher Baum einem gehört? Oder annektiert man da vielleicht manchmal auch fälschlicherweise einen vom Nachbarn? Nein, das weiss man schon. Wie alt sind denn die Bäume? Ja, die sind von 2-3-jährig bis 80, fast 100 vielleicht zum Teil. So einen sättigen Sommer und so einen sättigen Herbst, hast du so etwas schon mal erlebt? Ja, im Elfi, aber dort habe ich noch nicht selber gebaut. Aber da hat es auch viel Obst gegeben. Und wie war jetzt das dieses Jahr? Sind ihr nachgekommen? Haben ihr Leute anstellen? Ja, wir sind nachgekommen, aber es hat sich halt alles ein bisschen nach hinten verzögert und mehr in den Winter hinein eigentlich. Und eben, wir sind am 15. November sind wir dann auch fertig mit dem Obst. Ah ja. Ist denn da nicht alles gleichzeitig reif? Nein, da ist schon reif. Man lässt einfach immer wieder auf, oder? Die Maschine ist ganz lässig. Kann man die nur zum Äpfel? Ja, die kannst du noch zum Äpfel brauchen. Ja. Die steht jetzt wieder rum bis zum nächsten Sommer, August. Man sollte schauen, dass der Erich nicht gerade in dem Moment mit den Leitern am Baum ist. Ja, genau. Wenn du kommst schütteln. Was macht ihr mit diesen Äpfeln?
Da gibt alles Most, also Süßmost, Saft, ja, und Konzentrat dann jetzt im Herbst natürlich, da wird eingelagert. Warum ist der Thurgau so das Mekka für ein Obst? Ja, hauptsächlich halt vom Bodensee her, von der Lage, oder? Wo früher ist viel Tafelobst und dann hat es schon immer viel hochstem Obstbau gehabt und ist auch geblieben. Und wir haben natürlich 2 grosse Mostereien bei uns und da wird da weiterhin gut betrieben. Wie hast du die Landfrauenzeit erlebt? Wird dir etwas fehlen jetzt im neuen Jahr? Ja, Frauen. Ist wahr? Das Ja. habe ich schon das Gefühl gehabt. Ja. Was hat euch ausgezeichnet? Ja, ausgezeichnet. Wir haben es einfach unglaublich gut untereinander. Wir sind zwar alle total verschieden, aber wir haben es einfach immer so gut gehabt. Und eigentlich von Anfang an, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Und das wird mir schon fehlen, doch. Keine will gewinnen, gell? Nein. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Danke Nicht so vielmals. richtig. Ich wünsche dir gleich alles Gute, dir auch, Adrian, der ganzen Familie. Die Kinder sind daheim am Zuschauen. Die Ja, zwei Kleinen, die sind... vielleicht sind sie auch schon am Schlafen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie zu müde sind. Ich hoffe es für alle. Ja. Und vielleicht nicht, dann könnt ihr morgen noch ein bisschen länger Pause. Genau. Danke vielmals, Christine und Adrian. Und im Mutital, hoch ob der weißen Wand, sind sie zwei daheim. Gestern Abend haben wir sie kennengelernt, ein bisschen genauer. Der Stefan und Yvonne. Entschuldigung. Hoch über dem Dorf Mutatal steht der Hof von der Yvonne Heinzer. Seit einem Jahr wohnt sie hier oben mit ihrem Mann und der gemeinsamen Tochter mit Schaf, Geissen, Katzen und der Hündin Perla. Hier kann ich unter die Leute, wenn ich will. Und unten bist du, wenn du so eine Quartier wohnst oder so, dann bist du einfach dort. Da sieht jeder, wenn du die Bettdecke raushängst. Und Gott, wenn sie es hier sehen, tun sie es auch. Aber bist einfach für dich. Und ich bin gerne hier. Sehr gerne. Schon Anfangs Woche hat Yvonne mit den Vorbereitungen für das Landfrauenessen angefangen. Das Fleisch für den Gizipfeffer hat sie 6 Tage lang mit Gemüse und Wein eingelegt. Yvonne ist es locker angegangen. Sie ist gerne an der frischen Luft, am liebsten zusammen mit der Ladina. Sie ist 1,5-jährig und das erste Kind von der Yvonne und dem Stefan. Ich bin jetzt nicht die da sich danach sehnt, auf einem Spielplatz hocken mit Kindern und zu wissen von allen anderen, wie es ihnen geht. Ich glaube, es ist mit den Ängsten manchmal sehr am interessantesten. Daheim hat sie sich dann aber gleich wieder ums Landfrauenessen gekümmert. Aus der eigenen Geissmilch hat sie selber Frischkäse gemacht. Die gelehrte Käserin hat es gerne unkompliziert. Komm, kannst du auch mitkommen? Ja. So. Komm. Im Stall sind Yvonne und ihr Mann der Stefan ein Team. Vor 8 Jahren haben sie sich auf der Alp gelernt kennen. Mit dem hier, die zwei. Ich meine, man muss einander helfen. Ob sie jetzt mir da umgeht, hilft oder ich in der Küche. Helfen ja, das muss haben wir eigentlich auch von Anfang haben wir das eigentlich noch gut können. Also, wir sind so, haben wir uns eigentlich kennengelernt und gerade gewohnt und miteinander allein müssen arbeiten, den Sommer durch. Und das ist, ja, das hat sich nicht. Wir haben auch miteinander Schritt gehabt, miteinander Krach gehabt. Jetzt noch jemand? Nein. Die Liebe muss zu umgehen. Ja, das ist ja so. Also ich hätte, glaube ich, keinen besseren Mann finden können als der Stefan. Muss ich echt auch sagen. Zum Dessert hat Yvonne Niedeln aufgekocht für ein Heidelbeer Panna Cotta. Hilfe. Glück gehabt. Alle Vorbereitungen für das grosse Landfrauenznacht haben geklappt. Wenn jemand sagt, oh nein, ich hätte lieber rot, dann sagst du, kein Problem, es geht im Moment, ich hole ihn nachher. Ja. Ist gut? Gut. Gell? Sauvignon Du bist nicht Blanc gelehrt. aus Schaffhausen. Ja, ich muss jetzt eben der meiste... Der Name das, aber ich mag ihn schon behalten. Ja, ja. Mal. Sauvignon wie Savonin. Ja, aber genau, ich habe Angst, dass ich sage Savonin. Zum Salat hätten wir auch Weisswein, nämlich ein Sauvignon Blanc von Schaffhausen. Ist das recht, oder will jemand Rotwein zum Salat? Zur Vorspeise hat es eine Spinnetroulade mit Frischkäse und einem Wintersalat gegeben. Wein, das ist nicht so am Stefan seins. Ja, ich
habe lieber anders. Was hast du lieber? Ich? Oh, nicht etwas Bier oder so. Super. Geht's gut? Ja, ja. Sehr gut. Zum Hauptgang hat es einen hausgemachten Pfeffer mit Polenta und Bohnenbündeli gegeben. Super, Mami. Hallo, bist du Freude. Ist auch Freude. Zum Dessert hat Yvonne ein Heidelbeer Panna Cotta mit einer Weisswandcreme und Kuchen aufgetischt. Super. Aber es ist auch eine Heubeere Panna Cotta. Merken ihr das Heu? Nein, die Ja, das ist auch Heubeere. Ja. Heidelbeere. Ja, das ist Heubeere. Es gibt heutzutage alles mit Heu. Der denkt, wow, das freue ich mich jetzt. Dann hast du gedacht, wieso sagt jetzt niemand, wieso, dass man das Heu nicht ausschmeckt? Und ich habe wirklich gedacht, bin ich jetzt deppert. Du musst entschuldigen wegen dem Vornamen vorher. Yvonne, ich sage dir, dass du einfach die Heinzerin. Ja, ich weiss. Aus dem Mutital. Das passt irgendwie zu dir. Was hast du für einen Übernamen? Im Mutital sagt man ja allen so von der Abstammung her. Ich weiss, es geht um Hebamm's Hannis, Ältest und so solche Sachen. Wer bist du? Also mein lediger Name ist ja Schmiedig. Ja. Und wir sind von Slumnis. Ich bin Slumnis Pauli, Tochter. Was ist das erste? Lumni? Slumnis Pauli. Mein Lumni? Vater heisst Pauli. Jawohl. Und Lumni? Lumni ist unser Übernahme, Schmiedig. Logisch. Ja. Hast du viele Reaktionen gehabt gestern, so in den letzten fast 24 Stunden? Ja, sie haben das Übel geschrieben. Ja. Mal, sie haben sich gemeldet. Und was haben Sie gefunden über die Servierfähigkeiten von deinem Mann? Es hat im Fall nicht einmal jemand gross geschrieben wegen dem selber, sondern als einfach die Sendung in der Ordnung und schön war. Und das ist gut. Wie ist es dir gegangen gestern? Wo hast du geschaut? Ja, ich habe daheim auf dem Kanapee geschaut. Ja. Es gibt einen Riesling. Weißt du, der wäre einfach. Ja, aber wenn ich noch sie nennen auch immer, dass es kompliziert ist. Wie lange hast du gesucht, bis du eine Frau gefunden hast, die mit dir oberhalb dieser weißen Wand wohnen? Ja, nicht so lange. Ja. Sind ihr euch gerade einig, dass ihr dort rauf wollt? Ja, es hat auch nichts anderes gegeben. Ja, aber du hast ja auch nicht ausprobieren können, oder? Hast du mal Bedenken gehabt, wie echt das ist dort oben? Ja, das habe ich. Er hat eigentlich noch gleich gesagt, wenn es gut läuft, also er dürfte die Weisswand übernehmen. Und der war es einfach so. Dann dachte ich, ja, man schickt sie dann schon rein und jetzt hat man sie und ich will nicht mehr tauschen. Es ist recht steil. Man sieht es etwa mal, wie ihr dort rauffahrt. Wie ist es im Winter? Ja, der Winter. Muss man ein bisschen schauen, dann geht es auch. Nein, wir müssen selber die Straße pflügen und dann nachher mit mehr Spikes und Allrad und dann geht's. Kann es sein, dass ich bei euch mal fast vorbeigelaufen wäre letzten Winter? Wir haben aber nachher nicht drüber können. Ich wäre vom Riemenstall dahergekommen. Gell? Goldplank, die steht in der Nähe. Ja, dann hättest du noch über einen Wand treten, dann wärst du eher bei uns gewesen. Ja, das nächste Mal. Ja. Ja? Das Kaffee gibt's. Du, ihr habt eine Tochter, die ein bisschen besondere Bedürfnisse hat. Ich kenne das selber auch. Ich habe einen Bub mit so besonderen Bedürfnissen. Die Ladina ist 1,5. Was habt ihr von ihr gelernt schon in diesen 1,5 Jahren? Ja, ich glaube, durch die Ladina sind wir ein bisschen... Was soll ich sagen? Es hat ein bisschen zusammengeschweißt, uns zwei. Es hat einem ein bisschen die Augen aufgetan, als man etwa 5 Grad sein soll und dass man eigentlich das ein bisschen machen im Leben, wo im Fall einfach auch zählt und wo man gerne macht. Ihr seid coole zwei, ihr macht es richtig. Das ist euer Applaus. Danke vielmals, Stefan. Und Yvonne. Ich glaube, euch braucht es wieder in der Küche. Das Dessert müsste man parat machen. Wir haben geht's euch? Wollt ihr schon heim? Oder habt ihr die Küche? Ist alles fertig? Könnt ihr vielleicht... Mandarinli, Soufflé hat geklappt. Jetzt kommt noch die Charlotte Royal. Das hast du kennt vorher? Ja, das habe ich auch schon gemacht daheim. Oh, sicher? Schon selber gemacht? Ja. Wow.
Ich habe es nur schon gesehen in der Confiserie. Karin, du als Confiseuse. Ja. Hast du das auch schon gemacht? Oder bist du vor allem auf Schokolade und Nein, das haben wir Heubeere? sehr viel machen. Ja. Übrigens, lustig, die Farbe von der Scheibe ist wie Heubeere. Aber jetzt höre ich auf. Nein, jetzt ist wirklich... Das langt. Nein, jetzt langt, ja. Das ist der Stelle Romansch, der Lupukul Fatsch, no? Dann sind es Töpfe. Also, ich kann mich noch entschuldigen, du Rätoromanisch. Stürzt die Torte, komm. Willst du schauen? Ja, gerne. Ich habe ein Ui gehört aus dem Publikum, aber das ist überhaupt nicht nötig, weil... Schaut, man staune. Wow! Saumässig. Das ist nicht Wir die schauen zwei. schnell. Das haben wir alles gemacht. Kässable. Wer hätte von den Apero-Gebäck probieren? Das war fein. Sehr, okay. Ja, dürfen immer klatschen, wenn es okay war. Dann Vorspeis, Champagnersuppe oder gratinierte Lachsröllchen. Wer hat von denen gehabt? Wie hast du es? Warte, musst du es ein Hat auch bisschen geschmeckt. Dann das Kalbfleischmedaillon, das mir ein bisschen vorbei ist, leider. Das war gut. Haben wir gehört? Der Kohlrabi-Gratin an Zitronen, Sprinzrahm, Vegetarier unter ihnen haben von denen probieren. Das war gut. Ganz zu Oberstetten, Daumen rauf. Dann das Mandarinli-Soufflé mit Beere. Das ist... Ja. Ein grosser Applaus. Und jetzt Charlotte Royal. Vreni, hör mal. Lass doch das jetzt die machen. Soll ich es machen? Du geniessest jetzt den Rest noch vom Abend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du in dieser Zwischenzeit zwischen Weihnachten und Neujahr, in dieser Altjahrswoche, Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen. Ich darf dir herzlich danken. Danke vielmals. Alles Gute wünschen. Bei dir immer mit Blick auf die Rigi. Zufrieden Giger. Danke. Und ein gutes Neues von Herzen. Ja, danke vielmals, dass du da vielmals. warst und toller Coach. Ich muss euch noch mal bitten, Matto und Marc, wenn ihr noch mal wettet servieren, dann dürft ihr das. Selbstverständlich, es bleibt euch gar nichts anderes übrig. Nehmt die Stückchen, das sieht sehr fein aus. Du hast ja die Vanillecreme gemacht innen nachher. Und nachher, das ist so ein Biskuitteig. Mit Aprikose. Mit Aprikosenkonfi, das gehört zu einer Charlotte Royal Torte. Nein. Torte? Da fehlt noch Torte. Herr Sempach. Ja, da. Das Messer. Die Kameramann hat ein Zeichen gemacht. Der macht jetzt, hä? Was? So. Ja, selbstverständlich. Gute. Ist gut. Gute. Hallo miteinander. Hallo zusammen. Auch hier wieder bekannte Gesichter aus vergangenen Landfrauenstaffeln. Probiert es. Ich würde vorschlagen, ich mache jetzt noch einen richtig auf Silvester und auf Las Vegas. Zuerst noch der Hinweis an Sie. Machen Sie nicht mehr mit bei unserem Wettbewerb. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihren Anruf, aber die Leitungen sind jetzt zu. Der nächste Künstler auf der Bühne ist ein Urgestein. Und wer hätte das gedacht, dass ich Ihnen mal ansagen darf? Ein grosses Idol. Ich kenne ihn aus den 70er und 80er Jahren, wo ich Fernsehen schauen. Sendungen wie Teleboy hat er auch mitgeprägt, musikalisch. Nächstes Jahr feiert er mit dem Pepe Lienhardt 50 Jahre Bühnenjubiläum. Heute Abend ist er da. Er singt live zusammen mit Zen und Nonsens. Ein Medley. Das eine oder andere Stückchen kennen Sie ganz sicher. Ganz herzlich willkommen. Da ist der Pino Gasparini. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was
so exciting? Something in your smile. What's so inviting? Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up from the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, and for and waiting glance away. And when the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like a hair too much wine, that's amore. Bells are ring, ding-a-ling-a-ling, and you sing Vita Bella. Hearts are play, dippy-dippy-day, dippy-dippy-day, like a gay tarantella. When the star seems to drool, just like a pasta bajoule, that's amore. When the dog down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusami, but you see, back in old Napoli, that's amore. Amore, that's amore. Yahoo! Sie war kettenschlank und manchmal nahm sie aus seinem Schrank. Da machte er Musik und legte zärtlich die Hand um sie. Oh, oh. Er spielte Rock'n'Roll, er spielte Dixieland und war bekannt als die One-Man-Band. Er sagte, durch sie allein ist die Welt voll Musik. Sie gibt mir alles und vergisst mich nie. Sie ist meine Swiss Lady. Und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, weiß, so ein Alphorn klingt so schön. 079 hätt sie gesagt, du weißt überhaupt nichts, hätt sie gesagt, nicht mal tschüss, hätt sie gesagt, hey. Und ich frage sie, ob sie irgendwie düt, hätt sie gesagt, yeah. Oh, hey, go! Lady, und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, weiß, so ein Alphorn klingt so schön, schön, schön. Pino! Grosse Freude habe ich, dass du in der Sendung bist. Könntest du mein Vater sein? Ehrlich? Ja. Und wärst du nicht einmal wahnsinnig jung gewesen, wo der Vater geworden wärst? Was ist deine erste Erinnerung an das Studio 1? Ja, natürlich Teleboy. Da haben wir in den 70er Jahren die richtige erste grosse Sendung können mitmachen, natürlich mit Pepe Lienhardt Sextett noch dazu mal. Das war eine riesige Sache. Du gehst nicht auf mit Singen, du hast immer noch einen vollen Kalender. Wie sieht es aus für das nächste Jahr? Ja, es ist ziemlich viel los. Erst einmal feiern wir zusammen, der Pepe und ich, die 50 Jahre. Ich hoffe, wir nehmen sicher unternehmen ein paar Sachen bei diesem Fest. Und Galas, wir haben noch eine Tournee in Deutschland, haben wir auch noch. Und ich selber mache auch mal ein paar Solo-Projekte. Also es geht etwas. Stimmt es, dass ihr täglich telefoniert miteinander? Ja, das stimmt eigentlich. Also Pepe sagt manchmal, ist eigentlich unter uns gesagt. Nein, sagt, ich glaube, der Pino hat eine kleine Bettflucht am Morgen. Ja. Ich rufe mal bis am 7. Jahr schon am Morgen. Das ist durchaus ein bisschen früh. Ein bisschen früh, aber ich bin ja früh aufstehen. Aber so, es ist die längste Beziehung, die ihr habt, oder? Er hat es auch nicht länger.
Ja, gemacht das, mit der nein, Frau? wir haben es Du nicht auch so, nicht so, ja, aber wir haben es ziemlich lange ausgehalten. Ihr zwei. Für dich und alle anderen natürlich auch, wo du mitten unterwegs bist, alles Gute fürs nächste Jahr. Danke vielmals. Der Pino Gasparini. Merci. Für Sie an dieser Stelle der Hinweis, Frauen, macht euch parat, jetzt brauche ich euch dann gerade auf der Bühne. Für Sie der Hinweis, dass es die Staffel, die 12. Staffel von der Landfrauenküche von dem Jahr 2018 auch auf DVD gibt, inklusive dieser Finalsendung. Die ist ja jetzt noch nicht fertig. Wir wissen ja immer noch nicht, wer die Finalistin oder wer die Siegerin ist von der Landfrauenküche. Die DVD, die können Sie jetzt bestellen. Die Adresse ist eingeblendet. Kommt vorne zu mir. Passet aber auf, sind so gut beim Überlaufen, es kann ja immer etwas passieren. Das ist ja auch bei den Dreharbeiten so. Die Landfrauen, die sind vor einer Kamera und dann sagen sie etwas und vielleicht wollen sie einfach auch noch einen zweiten oder einen dritten Versuch haben. Die schönsten Pannen haben wir für sie zusammengeschnitten. Normal, die Bauch ein bisschen ziehen da. So hoch sind Pflanzen. Ich hänge fest, tatsächlich. Wie ein Mikrofon. Mit dem Bein. Ich komme da nicht mehr vor. Nein, ich komme... Wie bin ich da runtergekommen? Ja. Scheiße! Jetzt wollen wir das eigentlich noch filmen. Mein Trick ist... Nein, das will ich nicht so sagen. Schwierige... Kopfverton. Nein, hey, komm. Das ist jetzt wirklich doof. Scheiße. Da kannst du ja rausschneiden. Dann, he? Ja, das viele haben. Scheibenkleister. Mega viel Sachen. Mega viel Sachen. Hast du das einfach reingeworfen? Ja. Als ob man jetzt noch ein Zepp ist. Ja, gell, ist mega schwierig. Eine für die Schnauze. Macht mir bitte jemand Ja, die das Türen mache auf? ich dir. Et voilà. Ja, also. Wenn sie nur Rädchen hätte, die Kühe. Heute habe ich schon gesagt, ich sehe hure gut aus. Antenne. Besser. Einmal. Oder kannst du das rausschneiden? Aber wir immer gerade heulen. Ja. Am Richard. Oi, Eppanudeln. Ah, kannst du nicht etwas anderes fragen? Hamburgerli. Macarons. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Luxemburgerli sagt man denen. Luxemburgerli, Scheiße. Oh, Piep. Ich kann nicht sagen, es war Scheiße. Hat der Haarspray auf der Hand? Wir sind noch nicht so. Ich weiß nicht. Ja, du, ich weiss, es würde nur noch Jane heute machen. Du nicht mehr filmen, stell dich ab. Stopp. Wir haben eine Sendung lang jetzt darauf gewartet, für dass wir das Kuvert auftun können. Das goldige Kuvert mit dem Namen von der Siegerin von der Landfrauenküche 2018. Wir fangen aber im Podest mit dem 3. Platz an. Christine? Oder du vielleicht?
Wer weiß das so genau? Oder du? Vielleicht ist es auch Conny. Oder das Karin. Katrin oder die Yvonne. Danke vielmals. Oh ja, komm, jetzt gehen wir zusammen. Jetzt gilt es. Jetzt gilt es. Jö. Ja, gehen zusammen. Im Durchatmen. 3. Rang. Was gilt jetzt? Das gilt jetzt. Ernst? Okay. Sie wird den Abend nie vergessen, nicht zuletzt auch wegen der Blaubeere. Aus dem Kanton Graubünden, Karin Gaminana! Karin bekommt eine Migros-Geschenkkarte im Wert von 3000 Franken. Danke vielmals. Und das ist wahrscheinlich noch fast lässiger. Ja. Ein Kuss vom Traufer. Danke, Karin. Jetzt sind es noch 6 Frauen. Wer gewinnt? Eine 5000 Franken Geschenkkarte von der Migros? Ja. Ist es der Kanton Thurgau, das Baselbiet, der Kanton Bern, der Kanton Zürich, der Kanton Solothurn oder der Kanton Schweiz? Und es ist im 2. Rang aus dem Kanton Solothurn Katrin Kissling. Nadja Sandbach überreicht dir den Preis. Herzliche Gratulation, Katrin. Gratuliere. Der Sandbach Matthias überreicht dir die Geschenkkarte. Herzliche Gratulation. Schön hast du mitgemacht. Danke vielmals. Und jetzt sind es noch 5. Jetzt ist es noch Christine, die Caroline, die Anita, die Conny oder die Yvonne. Der Kanton Thurgau mit den vielen Früchten, mit viel Äpfel. Das Baselbiet mit dem Ramon, der extra das Zimmer parat gemacht hat. Die Anita aus Affolter im Emmental mit dem wunderschönen Hof aus dem 16. Jahrhundert. Nicht brüllen. Die Conny, die am liebsten am Morgen früh ganz alleine im Stall ist. Kann sie das auch morgen oder wirst du belagert, weil du gewonnen hast? Ja, nein. Oder aber, gut, wenn die Yvonne würde gewinnen, bis dort rauf irgendein Journalist kommt, Fotos machen, muss also recht parat sein. Da geht es im Moment. Ja, der ist vor dem Februar ist der nicht bei dir oben. Werden noch Ruhe. Die Siegerin von der Landfrauenküche 2018. Die 12. Siegerin. Ist so egal. Vielleicht ist es ein Zufall. Vielleicht hat sie es auch gespürt, vielleicht haben es die anderen auch gespürt, dass sie mittig gestanden ist. Anita Mosima aus dem Emmental. Die 2 Herren auch noch schnell ans Herz legen. Die überreichen dir die Preise. Vom Rindelwaldner zum Rindelwaldner.
Mama, der ist auch noch dir. Alles Gute. Ganz herzliche Gratulation. Ich gehe schnell die Sendung fertig machen und dann feiern wir noch ein bisschen weiter. Wir festen selbstverständlich noch ein bisschen weiter. Hier auf SRF 1 darf ich Ihnen jetzt noch das Konzert vom Traufer ans Herz legen. Das Konzert vom Hallenstadion, vom Ausverkauften. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Danke vielmals Matthias Sempach. Der Traufer ist da auch irgendwo in den Leuten drin. Wenn Sie mitgemacht haben beim Wettbewerb und Sie vielleicht sogar gewonnen haben, finden Sie das raus auf dem Internet. Hier auf SRF 1 geht es zuerst noch weiter mit der Tagesschau. Ich wünsche Ihnen von Herzen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Schön haben Sie mit uns die Landfrauenküche 2018 so richtig gefeiert. Gute Zeit. Danke vielmals. Ade miteinander. Gute Nacht.